Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Ed Kasperl! Leute, hat es wieder ein bisschen länger gedauert. Wir machen weiter. Ich hoffe, ihr habt euch meinen schönen Podcast mit dem Utti angeschaut. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben vor, da noch ein paar Folgen rauszuhauen. Hoffentlich wird das einfach so ein regelmäßiges Ding. Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Spaß gehabt beim Aufnehmen von einem Video. Das war, also, an die es sich noch nicht angeschaut haben, weil sie hier nur wegen der Reini-Nummer sind, gebt mir eine Chance, schaut es euch an. Wie gesagt, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß dabei. Und richtig. An die Leute, ich habe ein paar Dinge gesehen schon, ne? Ich werde später dann auch noch die Kommentare fertig bearbeiten, aber an die Leute, die natürlich drunter geschrieben haben, ich habe Utti gelesen und gleich deabonniert. Que sera, ne? Sind dann gut weiter, ne? Ich schreibe niemandem vor, welche Kreatoren und dergleichen im Game oder außerhalb des Games gut oder schlecht finden soll, aber ja. Also so Leute wie Matti und Utti, das sind halt gute Freunde von mir. Und wenn man da wirklich heftigen Hassfilm auf die Leute schiebt, sollte man sich überlegen, ob man hier auf dem Kanal vielleicht sich nicht verlaufen hat und vielleicht, keine Ahnung, zu anderen Leuten gehen sollte. Ne? Weiß nicht, macht da eher einen Inspektor noch Dinge, geht doch dahin. In diesem Sinne. Leute, wir gehen weiter hier. Drachis Meinung. Es geht um Joghurt. Das muss ich vorher nochmal ganz deutlich sagen, es geht um Joghurt. Also ich kenne das Video nicht, aber beim Thema nehme ich an, dass es eventuell ein Ekelfaktor sein könnte, vorausgesetzt, er hat den Joghurt nicht schon vorher gefressen. Also wenn wir Glück haben, hat er den Joghurt schon vorher gefressen, was natürlich dumm wäre, wenn ich ein Video über den Joghurt mache. Wenn wir Pech haben, hat er den vorher noch nicht gefressen und frisst ihn dann während dem Video. Da kann ich auch nichts dran ändern. Ne? Dann müssen wir uns halt einen Kübel hier neben Setup stellen, damit wir, für den Fall, dass wir kübeln müssen. Eine Sekunde, die Katzen stressen. So, in diesem Sinne, Leute, hockt euch her, Sammermeere, reißt euch eine Häube auf, mir ginge einer. In rein. Metal, Leute, Metal und Servus. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. In der letzten Folge ging es darum, Smoothies. Und in dieser Folge geht es heute mal darum, Joghurt. Das ist jetzt in dem Fall erlangt. Schissel die bissel. Ich habe ja hier noch einen Teil den da muss ich noch wegmachen. Bleibt drin, ist ein One-Taker, ne? Ist ein Trash-Format, let's go. Lieber Joghurt, aber das ist nicht unbedingt, muss es nicht unbedingt ja lang, lieber Joghurt. Ja, er hat ihn schon gefressen. Gott sei Dank. Es geht allgemein um den Inhalt, nicht um das Glas. Und Joghurt ist ja ziemlich cool. Also Joghurt ist etwas, was vor allem Kinder sehr gerne mögen. Ist richtig cool und total geil und schmeckt nicht nach Red Bull. Ne? Auch. Also natürlich auch Erwachsene, aber Joghurt ist im Prinzip eine perfekte Form von etwas mit, wenn man jetzt einen zuckerfreien nimmt oder einen mit nur Früchten nimmt. Ja, so wie du es immer machst. Ne? Zuckerfreier Joghurt nimmt er immer. Deswegen sieht er so aus. Es ist eine perfekte Form, um einem Kind zum Beispiel ein paar Früchte nahezubringen, wenn es zum Beispiel keine Früchte mag. Und da ist ein Joghurt eigentlich ziemlich praktisch, weil Joghurt ist süß, es ist cremig, es hat Milch mit innen. Ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, wer von euch damals schon am Stissel war. Wir haben in den 90er Jahren gab es dann immer diese ganzen Dinge, ja, der Joghurt jetzt mit noch weniger Fett und noch weniger Fett. Und das war zwar richtig, die haben dann weniger Fett im Joghurt gehabt, haben das Ganze dann aber natürlich substituieren müssen, damit es nicht nach gar nichts schmeckt und haben dann dafür mehr Zucker reingetan. Und im Endeffekt, seitdem sind die Produkte deutlich ungesünder als vorher, ja, weil der Zucker, der da drin ist, natürlich viel schneller verstoffwechselt wird, viel einfacher verstoffwechselt wird, als als das natürliche Fett, das eigentlich in so einem Joghurt drin ist. Und war wieder landesweite globale Verarsche eigentlich. Also Daumen hoch. Also ein Joghurt kommt natürlich jetzt darauf an, wie viel Zucker drinnen ist, ne? Aber im Normalfall sind Joghurts gesund. Nein,
Nein, Rainer, die Standard-Joghurts sind nicht gesund. Äh, Es kommt drauf an, wie viel Zucker drin sind und diese klassischen Dinge, auch hier dieser Landliebe-Joghurt, den du da hast, da ist richtig satt Zucker drin. Da ist, ich schau nach. Warte, ich schau nach. Ja, ich habe nachgeschaut. 5 bis 6%, zwischen 5 und 6%, gerade bei diesem Landliebe-Joghurt sind nur Zucker. Ja, klar, das ist jetzt nicht so viel wie in seinem Schwibi-Schwabi, aber da waren es, glaube ich, 9%. Also so weit sind wir dann auch nicht davon weg. Wie gesagt, Joghurt ist gesund, wenn man Naturjoghurt nimmt, ne? Nicht gesüßt. Und dann vielleicht, ne, macht man sich damit ein Müsli und wenn man irgendwas dann für einen Geschmack macht, vielleicht ein paar Rosinen rein, wenn man die mag, oder eine kleingeschnittene Banane oder ein paar kleingeschnittene Erdbeeren selber mit reintun. Das ist dann halbwegs gesund. Diese Joghurts hier, so wie sie da verkauft werden, mit dem Industriezucker mit drin und allem drum und dran, sind nicht gesund. Das ist eine Süßigkeit, das ist ein Dessert. Ja, das ist kein gesundes Lebensmittel. Aber wie gesagt, Reini hat wirklich sehr viel Zeit und Arbeit rein investiert, in sich einzureden, welches dieser Lebensmittel, die er sich da in den Kopf reinschürt, wirklich gesund seien. Ne? Und die ganze Werbepropaganda der letzten 30 Jahre hat er dafür ausgeschöpft. Der Joghurt ist ja so gesund und dies und das und Ananas. Ne? Rainer, weißt du, was gesund ist? Wasser saufen, Gemüse fressen. Ne? Eine Gemüsepfanne mit Reis und danach einen Naturjoghurt mit ein bisschen Erdbeeren reingeschnitten. Und dazu Wasser trinken. Das ist gesund. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Richtig? Nie. Ne? Nie. Weil natürlich, woher soll er es denn auch wissen? Wo soll er es denn her wissen? Schaut euch seine Mutter an. Ich wette was, der hat seine ganze Kindheit nicht ein einziges gesundes Gericht auf den Tisch gesetzt bekommen, weil die natürlich auch keinen Bock hat, Gemüse zu kochen und zu fressen. Weil ansonsten hätte die auch nicht ausgesehen wie eine fleischgewordene Abrissbirne. Und er ist ja, ganz ehrlich, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Reini ist halt seine Mutter rauf und runter. Viele verschiedene Früchte drinnen, verschiedene Gemüsesorten drinnen. Also ich habe auch Die Haterfliege wieder am Start. Im Übrigen, Reini hat auch irgendwann behauptet, dass er so adlergleiche Augen hat, dass er immer alles schon aus dem Blickwinkel sieht und ne, wie der 6 Millionen Dollar Mann oder was das war. Und wenn eine Fliege irgendwie nur im Augenwinkel sieht, muss er sofort hinschauen. Der Katzen gleiche Reflexe hat er. Hier die Fliegen schwirren ihn um den Kopf wie um den Arsch von der Kuh, aber checken tut das erstmal nicht, ne? schon tatsächlich Gemüsejoghurt gesehen. Ist nicht unbedingt mein Fall, habe ich aber schon gesehen. Und Ne, ist nicht dein Fall, weil halt wahrscheinlich weniger Zucker drin ist, ne? Das ist das Problem. Ja, weil wenn irgendwo kein Zucker drin ist, schmeckst du es einfach nicht mehr, weil deine kompletten Geschmacksknospen mit diesem extrem überzuckerten Scheiß, den du seit dem Abgang deines Erzeugers in deinen greisligen Grind reinschürst, komplett zerschossen hast. Dieser Mann müsste wirklich auf einen kompletten Zuckerdetox gehen. Kompletten Zuckerdetox für Monate, vielleicht für ein Jahr, um vielleicht ansatzweise wieder normale Lebensmittel schmecken zu können. Irgendwas, was nicht zu Tode kantiert ist. genau, meistens sind in diesen Joghurts halt, kommt immer darauf an, was für einen Joghurt man nimmt. Also hier zum Beispiel hat, ist das ganze Glas? Nee, 100 Milligramm, wie viel hat es? Okay, also 100 Milligramm, nee, 100 Gramm, 100 Gramm haben, Wie du auf Milligramm kommst, Rainer. 100 und ein kleines G dahinter sind 100 Gramm. Wie kommst du auf Milligramm, Rainer? Wie? Und wenn du es jetzt erst nachschauen musst, Reini, du machst dir ein Video über den... Es wird doch wohl dann nicht zu viel verlangt sein, wenn du ein Video über diesen Joghurt machst, dass du dir das Scheiß-Etikett vorher durchliest. Wenigstens das. Das ist eine Sache für jeden normalen Menschen von 10 Sekunden, sich dieses Etikett durchzulesen. Bei dir dauert es vielleicht 5 Minuten. Weil du jedes Wort extra nochmal zusammenstammeln musst. Und, aber wenigstens das. Schauen, wie viel Zucker ist da drin, was ist da sonst irgendwie drin. Auch wenn es vollkommen schwindlig ist über so einen scheiß 0815 Erdbeerjoghurt.
hier ein Meinungsvideo zu machen. Ja, aber wenn es denn unbedingt sein muss, weil es muss Content rausgeschissen werden, weil hier auf YouNow wegen der scheiß BLM nicht mehr gestreamt werden darf und die Barne müssen ja irgendwo herkommen. Ja, wenn es denn sein muss, dann macht er auch wenigstens die Mühe, dann ganz kurz mal schnell hinten dieses scheiß Etikett durchzulesen. Leider nein, leider gar nicht. 94 Kalorien. Ich finde Joghurt schon ein bisschen hart. Ja, merkst du das? Vielleicht doch nicht so gesund. Wenn 100 Gramm davon 94 Kalorien haben. Wie viel ist da drin? In dem Glas 500 Gramm wahrscheinlich. Da hast du für dein Ding, solltest du tatsächlich, wie du immer gesagt hast, ne, abnehmen wollen. Er hat zwar dann immer behauptet, hat er nie gesagt, aber Ende jedes Jahres zusammen mit der Qualitätsoffensive ist immer angekündigt worden, der wird jetzt Sport machen, nicht abnehmen und bla 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 bla. Er hätte das nur gemacht, ne? Aber dann ist halt dieses Lebensmittel fällt halt raus. Fällt raus, weil wenn du dir so ein Glas reinschürst, da hast du schon ein Viertel von dem, was du am Tag an Kalorien überhaupt zu dir nehmen darfst, nur damit gegessen. Und da ist noch kein Kaffee getrunken mit 12 Stück Würfelzucker drin, da ist noch keine 3 Liter Schwipschwapp gesoffen und noch keine 5 Monster Energies, da ist noch keine Tiefkühlpizza oder 3 ins Gesichtsarschloch geschürt worden, gar nichts. Da ist auch noch nicht die 100 Euro Lieferando-Bestellung drin, das kommt alles nochmal on top, Rainer. Und du setzt dich dann immer wieder dahin und sagst, das ist alles Muskeln. Er weiß gar nicht, warum er 200 Kilo wiegt. Merke ich gerade. Aber das ganze Päckchen hat 500, also das ganze Glas hat 500 Gramm und 100 Gramm haben 94. Ja, da kannst du aufrunden, dann hast 500 Kalorien in dem Ding. Ne? Hast 500 Kalorien in dem Ding. Jemand wie du, der eigentlich auf einem Kaloriendefizit fahren müsste, dringendst, um nicht in Bälde in eine überdimensionierte Kiste gelegt zu werden, hat damit ein Viertel seines täglichen Kalorienbedarfs erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Und Joghurt sind halt deswegen auch gut, weil da verschiedene Sachen drin sind, wie zum Beispiel Calcium durch die Milch. Ja. Rainer, auch da wäre einfach Milchsaufen die gesündere Alternative gewesen. Aber Milch pur saufen ist halt wieder, da ist halt kein Zucker nicht drin. Das ist halt scheiße. Schmeckt mal wieder nix. Und Rainer, wenn du die zwischendurch mal saufen würdest fürs Calcium, dann müsstest du auch nicht dauernd irgendeine wegschmeißen, weil sie dir schimmelig wird, weil du zu faul bist, die Milch, nachdem du sie dir in dein Zucker-Kaffee-Gemisch reingeknechtet hast, in den Nebenraum zu bringen und sie wieder in den Kühlschrank zu stellen. ich glaube sogar Magnesium, bin mir ganz sicher. Dann hat man natürlich die Früchte, die drinnen sind. Man kann natürlich auch Naturjoghurt essen, ne? Ja, sollte man. Und sich dann selber Früchte reinschneiden, weil ich glaube, die Früchte, die da drinnen sind, wenn überhaupt, ne, dann ist das sehr homöopathisch, was da wirklich an echter Frucht drin ist. Weil echte Frucht ist teuer. Also Joghurt ohne irgendwelche Früchte oder so und kann sich selber Früchte reinschneiden, das geht auch. Ja, richtig, Rainer. Das machen im Übrigen die Leute, die keine 230 Kilo wiegen. Das habe ich zum Beispiel früher öfter. Nein, hast du nicht! Du verlogener Hodenkobalt, einen Scheiß hast du gemacht! Das habe ich früher immer gemacht. Ja, freilich, Rainer. Ich habe Bilder gesehen von dir, wo du 16 warst. Da warst du schon hier dick. Der einzige Grund, warum du damals noch nicht so ausgesehen hast wie jetzt, war, dass es doch eine Kontrollinstanz in Form deines Vaters gegeben hat, der dafür gesorgt hat, dass du ihn nicht komplett in einen Berg aus Speck und Kot hochgefressen hast. So mit 18, 20 rum, habe ich das viel gemacht, habe ich mir. Das ist, du Fall. Sag's doch einfach. Nie hast du sowas gemacht, Rainer. Wenn man mit 20 schon so weit ist, dass man sich sowas angewohnt hat, dann fängt man nicht mit 25 an, so zu fressen wie du. Immer eigene Joghurts besorgt, ohne Zucker, ohne Milch, Quatsch, ohne Milch, ohne Zucker, ohne irgendwelche Sachen drinnen. Nur Im Übrigen, dass er sich jetzt hier verhaspelt hat, das wäre ein deutliches Anzeichen dafür, dass er Lülülü ist. Ne? Ist wieder Dummschwallerei. Naturjoghurt und habe mir dann. Das ist immer, auch wenn er dann wieder Dinge aufzählt und dann zwischendurch merkt, okay, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was ich hier gelabert habe, und dann kommt immer dieses dämliche Lachen, wo er merkt, reingeschissen. Einfach Obst dazu gekauft, so Bananen, Birnen, Äpfel, Tomaten. Auch das. Birnen, Äpfel, Tomaten. Eben nicht, Rainer. Jetzt
das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Immer wenn er dann sowas aufzählt und lügt und dann merkt er, ach scheiße, jetzt habe ich es übertrieben. Weil er meint immer, er muss aufzählen und aufzählen, je mehr er da labert, desto glaubwürdiger wird es. Und irgendwann, weil der Mund wieder schneller ist als das Ogerstübchen, kommt er hat sich Tomaten in den Naturjoghurt geschnitten. Richtig, Rainer. Genauso wird es gewesen sein. Ich laber schon wieder Scheiße, kein Richtig, du laberst Scheiße, Rainer. Tomaten. Also Und die anderen Sachen auch nicht, weil es alles gelogen ist. Die anderen Sachen genauso wenig wie die Tomaten. das Obst hat. Dann bin ich zu Hause hergegangen, habe mir das einfach zu klein geschnitten, habe mir das alles in ein Glas oder in einer Schüssel gehauen, habe mir das einfach reingeschnitten, habe das schön umgerührt, habe das eine Stunde in den Kühlschrank gestellt, dass es sich ein bisschen vermischen kann. Ja, genau. Das hast du gemacht. Und am Ende bin ich hergegangen, habe es nochmal mit Bin hergegangen. dem Pürierstab durchgemixt und dann habe ich es gegessen. Hat perfekt gepasst, war ein Naturjoghurt. Ich wusste, was drinnen ist. Saugeil. Und gelogen, Rainer. Und Joghurt esse ich eigentlich schon für mein Leben gern. Vor allem, das ist hier wieder, das reiht sich ein in der langen Schlange der Gesundheitslord-Lügen. Ne? Der Ernährungsberatungslord. Der immer erzählt, ja, dies und das, alles super, da und da kann man sich super toll, gesund ernähren, bla bla bla. Wenn du das alles weißt, warum machst du es dann nicht? Jemand, der das alles weiß und sich danach hält, der wiegt keine 230 Kilos. Punkt. Also auch schon als Kind. Natürlich hat man dann früher so einen Scheiß gegessen wie Fruchtzwerge. Ne? Fruchtzwerge sind eigentlich gar nicht so schlimm, wobei man Doch, Rainer, Fruchtzwerge sind noch süßer als die Landliebe-Joghurt-Scheiße. darauf achten muss. Ne? Also laut den Herstellern von Fruchtzwerge hat es nicht viel Naturzucker, sondern hat es nicht viel normales Zucker, sondern ist nur Früchtezucker normalerweise drin. Ja, und Rainer, ich sag dir mal was, ob das jetzt hier der Raffineriezucker ist oder ob das der Fruchtzucker ist, das ist deinem Organismus am Ende scheißegal. Es ist deinem Organismus am Ende scheißegal. Vor allem, wenn du es so püriert und im Joghurt aufgelöst zu dir nimmst. Wenn du wirklich einen Apfel frisst, dann muss der Körper noch ein bisschen arbeiten beim Verstoffwechseln, um an den Zucker ranzukommen. So kriegt er den direkt rein in diesem Joghurt. Und da ist es dem Körper vollkommen wurscht, welche Art von Zucker das ist. Es ist halt Zucker. Ja? Und dieser Zucker wird schnell verstoffwechselt und alles, was man nicht verbraucht, wird hier im Arschgebirge gelagert. Ne? Im Speckdrachenhort im Arschgebirge wird die ganze Scheiße gelagert, der große Zuckerschatz. Das ist natürlich bei jedem Joghurt ein bisschen anders. Ich glaube hier, ja, hier sind auf 100 Gramm 19 Gramm, 12 Gramm Zucker drinnen. Dann haben die vielleicht seitdem er das hier aufgenommen hat, weniger Zucker reingetan, weil, keine Ahnung, ne? Meine Google-Suche hat gerade was anderes ergeben, aber wenn hier 12 Gramm Zucker drin sind, ist es noch wilder. Das ist noch wilder. Das ist schon ein bisschen übel. Aber genau wie bei Smoothies ist es halt so, dass ich mir Joghurt auch gerne mal selber mache. Ich habe jetzt das hier noch nicht, esse das auch schon, so ist es nicht. Das ist meistens dann, wenn ich ein bisschen so, wenn es schnell gehen muss. Ja, wenn es schnell gehen muss, Rainer, weil du hast ja keine Zeit. Weil das ist ja nicht so, dass du ein fetter Arbeitsloser bist, der 23 Stunden am Tag genau gar nichts macht und seine ganze scheiß Barre zu dem Zeitpunkt, bis vor kurzem, ne, bis die BLM ihn da reingegrätscht ist, von einer Stunde YouNow-Streaming am Tag ne, bekommen hat. Hast da keine Zeit. Da muss natürlich schnell gehen. Rainer, warum muss es denn schnell gehen bei dir? Warum? Warum, ey? Wenn es bei irgendjemandem nicht schnell gehen muss, dann bei dir. Nein, ich erzähle mal, bei wem es schnell gehen muss. Jemand, der den ganzen Tag malocht. Ja, der um 7 Uhr in der Früh in der Arbeit aufschlägt und um 5 oder 6 Uhr abends nach Hause kommt. Und vielleicht, bevor er ins Bett geht, um fit für den nächsten Tag in der Maloche zu sein, noch irgendwas geschissen kriegen will. Ne, vielleicht noch irgendwas macht, sich mit Freunden treffen will, keine Ahnung, Billard, Bowling spielen oder ein bisschen daddeln oder seinen Hobbys nachgehen, etc. bla bla. Und sagt hier, die Stunde, die ich jetzt brauchen würde zu kochen, würde mir von meiner Freizeit weggehen, deswegen muss es jetzt heute schnell gehen, weil ich habe was ausgemacht mit meinem Kumpel Stammtisch oder was weiß ich. Ja? Da muss es schnell gehen und für die Leute sind so Lösungen gedacht, wo es mal schnell gehen muss. Einer für einen fetten Arbeitslosen, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als sich in der Hose rumzuspielen, muss es nicht schnell gehen. Dann haue ich mir einfach so einen Joghurt rein.
Aber Joghurt esse ich echt gerne. Also ich habe schon als Kind gerne Joghurt gegessen und ich esse eigentlich in der Ja, Woche ich würde mir wetten, dass er in diesen Joghurt noch auch irgendwas noch reintut, was noch süß ist. Da kommt noch Zucker oben drauf oder so, wenn er nicht süß genug ist. mindestens 3 Joghurts. Mindestens. Und jetzt nicht unbedingt so große. Die waren dieses Mal im Angebot, deswegen habe ich mir die großen Landliebe-Joghurts gekauft. Ich hab noch eine zweite hier. Ob ich denn das Glas? Also habe ich schon weggeräumt. Ich habe noch ein zweites Glas hier und noch ein drittes, das ist im Kühlschrank, das ist noch voll. Und das habe ich jetzt nur diese Woche gegessen. Das ist ein bisschen mehr, als ich normalerweise esse. Das andere hebe ich mir vielleicht auf nächste Woche auf. Ja, genau. Genau, das hebst du dir auf nächste Woche auf. Nein. Und ich sag dir noch ein Geheimnis, du wirst wahrscheinlich sehr viel aus Langeweile fressen. Du wirst sehr viel aus Langeweile fressen. Ja, wenn zu so unchristlichen Tageszeiten wie 2 Uhr nachmittags alle anderen Leute, mit denen du ansonsten am Daddeln wärst, irgendwie auf der Malochne oder noch in der Schule oder in der Uni oder sonst irgendwo sind und du niemanden hast, dem du im Discord deine Lügengeschichten erzählen kannst, dann sitzt du da und frisst aus reiner Langeweile. Ne? Woher ich das weiß, ich war auch mal ein Dreivierteljahr arbeitslos. Und man sitzt dann da natürlich irgendwie und sagt, okay, alle anderen sind irgendwie Malorene. Was mal jetzt? Ich habe da auch zugenommen. Wurde nicht kaputt. Im Normalfall halten die, wie lange halten das? Äh, bis zum 29.09. Naja, so lange hält es also doch nicht. Aber Ja, rein ist ein Naturprodukt, ne? Das ist ein Joghurt. Das jetzt nicht irgendwie Dosenravioli oder sowas, die 1, 2 Jahre halten. Aber ist ja vollkommen irrelevant, weil du wirst dir das 3. Glas an diesem Tag noch reinschüren, bevor die Sonne untergegangen ist. 29.09., das ist am ja, das ist Ende des Monats, das sind jetzt noch 2 Wochen ungefähr. Ja, rate mal, warum die Scheiße im Angebot war. Wir haben heute, was haben wir heute? Heute ist der 10. Ja, noch etwa 2 Wochen. Dann ist es durch. Und solange Und Rainer, vom 10. auf den 29. 19 Tage ist näher an 3 Wochen als an 2 dran. Just saying. lebt das Joghurt auch nicht in meinem Kühlschrank. Mal gucken, ob ich es heute noch esse oder ob es dann morgen ist. Ich habe jetzt verschiedene Sorten gekauft. Rainer, du hast noch 3 Wochen fast Zeit, du hast ziemlich genau noch 3 Wochen Zeit, weil wenn so ein Joghurt, wenn der die ganze Zeit im Kühlschrank war, 3 Tage drüber ist, das tut ihm überhaupt gar nichts. Gar nichts. Ja, so ein Joghurt in diesem Glas, wenn der Kühlkette nicht unterbrochen wurde und der die ganze Zeit im Kühlschrank drin war, kannst du den easy 3 Tage nach Verfallsdatum noch essen, da fehlt sich nichts dran. Mal habe ich Erdbeer gekauft, ich habe Kirsch gekauft und ich habe Blaubeere gekauft. Das Blaubeere ist noch im Kühlschrank. Blaubeere esse ich total gerne, weil ich es eher selten esse. Kirsche und Banane oder auch Apfel esse ich, Erdbeer esse ich auch viel zu oft. Ja, mich triggert das so, dass diese scheiß Fliege immer da über seinen tief zusammengestümpert rasierten Schädel drüber dingert und er das nicht checkt. Es triggert mich unnormal. Das ist immer nicht so mein Fall. Also auf lange Sicht. Deswegen esse ich am liebsten auch mal sowas wie Blaubeere. Stracciatella esse ich eigentlich eher selten. Wobei Stracciatella mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Ja, dann würde ich es nicht selten, sondern gar nicht essen, Rainer, wenn ich es nicht mag. Früher mochte ich Stracciatella mal total gerne, so eine ganze Zeit lang. Und irgendwann habe ich das dann nicht mehr gemocht. Und dann gab es früher mal diese Joghurtbecher. Das war so ein richtiger Eimer. So, ne, so ein ganzer Joghurt-Eimer war das. Ja, schon am Nachmittag reingeschürt, mit Stracciatella-Joghurt und dann hast du gespielt. Seitdem magst du ihn nicht mehr. Und den habe ich mir früher immer gekauft, da haben wir 3, 4 Stück gekauft, da waren mir meistens 2 oder 3 Stracciatella davon. Und irgendwann habe ich mich an den Dingern so satt gefressen, dass ich die nicht wieder mochte. Und dann habe ich es gelassen. Und seitdem Seitdem kaufe ich mir eigentlich auch nur die Gläser oder einfach die Becher. Wobei ich am liebsten die Gläser kaufe, weil die im Verhältnis meistens ein bisschen billiger sind. Und das Schöne ist, diese Gläser. Das ist etwas, was viele irgendwie nicht wissen. ja, keine Ahnung, die Gläser, die sind halt, die sind halt besser für die Umwelt, glaube ich. Weil die, glaube ich, auch Mehrweg sind. Aber das ist reiner Scheißegal. Wenn er das jetzt sagt, ne, Wusste ich auch eine Zeit lang nicht. Beziehungsweise ich wusste jetzt früher mal, habe es dann irgendwie wieder vergessen. Diese Gläser, Leute, ne, von Landliebe, die haben tatsächlich Pfand. Das sind Pfandgläser. Ja, ist Mehrweg drauf, richtig. Die haben dieses Pfandsymbol nicht drauf, aber soweit ich weiß, sind die Pfandgläser. Die kann man Dieses Pfandsymbol ist für Einwegpfand, Rainer. Dieses Pfandsymbol ist für Einwegpfandbehälter, das auf Dosen drauf ist und auf PET-Flaschen, Rainer. Deswegen hat dieses Glas das da nicht. zurückgeben. Den kann man wieder
Hat ja auch eine Bierflasche nicht das Pfandsymbol drauf, du Dulli. Man kann die auch so in so einer Kiste kaufen, ne? In so einem, ja, Ja, du kannst ja palettenweise an die Schanze liefern lassen, wenn irgendein anderer Dulli bei Amazon dafür bezahlt. wie so eine Flaschenkiste, Und danach kannst du wieder auf die Kuchenkinder schmeißen, so wie den Rotkohl damals. ne? So wie so ein Bierkasten oder so. Kann man die in so einen Kasten kaufen und dann kann man die im ganzen Kasten auch wieder zurückgeben. Und gibt wieder Pfandgeld dazu. Also diese Teile sind Pfand. Ne? Das wissen irgendwie viele gar nicht, schmeißen es dann einfach weg. Weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten Leute, die das kaufen, kaufen das unter anderem auch deshalb, weil sie sagen, hier ist, ich bin ein bisschen umweltbewusster und möchte lieber das Pfandding machen. Ne? Ja, vielleicht sollte man auch das Symbol drauf machen. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass das Symbol nicht drauf ist. Steht es irgendwo drauf eigentlich? Ja, hier. Um das Glas nicht zu beschädigen, bitte keine Metalllöffel zum Verzehr verwenden. Bitte Pfand ausgespült und Verschlossen wahrscheinlich, Rainer. mit Verschluss zurückgeben. Danke. Genau, also es ist auf jeden Fall ein Pfandglas. Hier steht es an der Seite nochmal drauf. Kann man noch Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ob das Glas hart beschädigt wird, wenn man da normal mit dem Löffel reingeht. I doubt it, ehrlich gesagt. mal Ne? lesen. Ich halte sie mal in die Kamera. Hoffentlich hat jetzt die Kamera jetzt umgedreht, dass ihr es auch lesen könnt. Muss halt ganz ehrlich sagen, das ist halt typisch so, diese Pfandgläser vergisst man halt gerne. Ja? Also ich habe auch schon bestimmt mehr als 2 Drittel weggeschmissen. Ja, du darfst ja nicht immer von dir auf andere schließen, weil du bist schon ein ganz besonderer Mensch. Wie gesagt, ich würde mal davon ausgehen, dass über 90% der Leute, die diesen Joghurt im Glas kaufen, wissen, dass da Pfand drauf ist und die dann auch wieder zurückgeben und genau deshalb zu diesem Produkt greifen. Ne? Weil ich das immer nicht gewusst habe oder weil ich es gewusst habe, aber dann mal dran gedacht habe. Als Kind wusste ich mal, dass die Pfand haben, weil meine Mutter. Ja, er wusste es immer. Das ist hier so eine Story von wegen, ne? Die Kraft dafür war die ganze Zeit in dir. Ne? Er hat es eigentlich immer gewusst, weil irgendwie zugeben, dass er irgendwas nicht gewusst hat, ist das nicht drin. Na, das ist nicht drin. Rainer ist auf die Welt gekommen und wusste alles. Der hat es dann nur wieder dann ein paar Sachen hat er dann vergessen. Ne? Das mal abgegeben hat. Als ich älter wurde und mir die selber gekauft habe, habe ich aber nicht mehr dran gedacht, weil ich die Gläser eher selten hatte. Ja, richtig dumm. Ja. Ich weiß ja gar nicht, die hier sind aber, glaube ich, kein Pfand, ne? Wahrscheinlich schon. Mm, Ich weiß nicht, ich habe mir noch nie so ein Smoothie-Ding in der Flasche gekauft, weil ich bin da mal dran vorbeigegangen und gedacht, hey, was ist das? Hab drauf geschaut, hab auf den Preis geschaut und mir gedacht, okay, ne, ist es mir nicht wert und bin weitergegangen. Ich weiß nicht, ob da Pfand drauf ist, aber es würde Sinn ergeben. okay. Nee, die haben keinen Pfand. So. Zum Abschluss möchte ich euch bei den Joghurts jetzt mal eine Frage stellen, und zwar: Was ist eure Lieblingssorte von Joghurts? Ich weiß nicht, ich esse nicht so viel Joghurt. Bei mir ist tatsächlich so, wenn ich Joghurt esse, dann meistens ne, ins Müsli rein mit ein bisschen Obst. Und das kommt sehr selten vor. Kommt sehr selten vor. Meistens bin ich klassisch traditionell unterwegs, was das Frühstück angeht. Ne? Da kommen dann ein paar Semmeln auf den Tisch und die werden dann wahlweise entweder mit Käse und Wurst oder mit irgendwie Marmelade oder Nutella versehen und dann verzehrt. Das könnt ihr auch in die letzte Folge reinschreiben vom Smoothie und vom Energy Drink, wenn ihr das möchtet. Was ist eure Lieblingssorte von Joghurt? Würde mich interessieren. Ich persönlich Schreibt mal in die Folge, wo es um Energy Drinks ging, rein, was deine Lieblingsjoghurtsorte ist. bevorzuge eigentlich so abgefahrene Sachen wie Blaubeere oder auch Banane. Wobei Banane sieht man eher selten als Das ist richtig abgefahren. Blaubeere und Banane. Rainer, das ist schon richtig krass abgefahren. Vielleicht musst du für die Leute, die nicht wissen, was das ist, nochmal erklären, ne, was Blaubeere und Banane, was das eigentlich ist. Ne, vielleicht gibt es ja noch alte Leute aus den neuen Bundesländern, die das mit der Banane noch irgendwie, ne, aber abgefahren. Wir leben im Jahr 2021. Da ist Blaubeere und Banane ist jetzt nicht irgendein futuristischer, exotischer Bullshit. Ne? Das gibt's in jedem Supermarkt. Joghurt. Da muss man meistens immer irgendwie Fruchtzweige kaufen als Banane oder selber machen. Und selber gemacht finde ich, das schmeckt sogar noch am besten. Wobei wenn man nicht aufpasst, ist es immer eher so ein bisschen
wenn man Bananenjoghurt selber macht, ist es immer eher so eine Art Bananenbrei. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass man das nicht so oft sieht, weil das letzten Endes. Letzten Endes. Weil man das letzten Endes einfach nicht so gut mischen kann, weil man das nicht so gut pürieren kann, Bananen, weil die so matschig werden. Ich weiß es auch nicht. Man kann Bananen nicht gut pürieren, weil die so matschig sind. Das ist so ungefähr wie, ich kann Wasser nicht gut in Flaschen abfüllen, weil es so flüssig ist. Na gut, das denke ich war es aber auch erst dann mal zum Thema Joghurt. Ja, wahrscheinlich war es das noch nicht, weil du jetzt schwallst noch mindestens 1 Minute lang. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis Ja, das ist jetzt wieder die 5. Verabschiedung. Oder die Verabschiedung dauert 1 Minute. dahin, euer Drache. Und haut rein. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht, über was wir reden. Ich habe jetzt 3 Folgen aufgenommen. Die sollten für Freitag, Samstag, Sonntag reichen. Montag geht es dann wieder normal weiter. Hoffe ich. Weil momentan bin ich ein bisschen. Momentan ein bisschen Gesichtskermes. Rainer, ich sehe es dir an den Augen an, was los ist bei dir. Ich sehe es dir an den Augen an. Du sitzt wieder bis um 6, 7 Uhr in der Früh, sitzt du vorm Rechner. Wahlweise zum Daddeln oder zum Maulwurfzupfen. Und dann wachst du um 3 oder 4 Uhr nachmittags auf, wongelst hier rüber, nimmst diesen Scheiß auf. Gerade was du gesagt hast, ja, das wird jetzt dann schon reichen für ein paar Tage. Ist jetzt schon wieder harte Arbeit gewesen. 3 Folgen hat er jetzt aufgenommen, das waren ganze 30 Minuten harte Arbeit. Das muss jetzt für die nächsten 3 Tage dann auch wieder reichen. Und Montag ist dann, geht's dann wieder weiter. Hoffentlich, wenn er nicht wieder anderweitig verplant ist, weil er hat ja so viel zu tun, dass bei ihm permanent schnell gehen muss. Überall am Rumarbeiten, rumwerkeln, hier und da was machen. Rainer, du arbeitest nicht. Und du werkelst und hier und da irgendwas machst du auch nicht, Rainer. Ich habe gerade aufgezählt, was du tust. Du zockst bis in die frühen Morgenstunden, dann pennst du den ganzen Tag, dann wird hier minimalst Aufwand betrieben, um diese Scheiße ins Internet chancen zu können. Und danach ist Fressen, Daddeln und Maulwurfzupfen angesagt. Fertig. Drüben was machen, und dann kommen wir hinterher. Und Freundin habe ich ja auch und so weiter, die will auch Ja, Freundin natürlich. Die Freundin, die will ja auch noch erfunden werden. Ne? Aufmerksamkeit, beziehungsweise der will ich auch Aufmerksamkeit schenken. Ne? Und deswegen muss ich dann mir überlegen, was ich mache. Gut. Ihr müsst euch jetzt das mal überlegen, er sagt gerade, er kommt nicht zum Arbeiten, weil er zu viel Zeit darin investieren muss, sich Geschichten über seine erfundene Freundin auszudenken. Das sei harte Arbeit. Und deswegen muss auch immer schnell gehen bei ihm. Gut, dann danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vlog kommt heute auch noch, was aber für euch vorgestern ist, also Freitag. Wir haben heute Freitag. Rainer, ist vollkommen wurscht. Was für euch vorgestern ist, das heißt aber, ne, dann haben die doch den Vlog schon gesehen, dann musst du ihn doch jetzt nicht mehr ankündigen. Er erinnert mich gerade an kennt ihr die Szene, einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time, in 12 Monkeys, in der hier Brad Pitts den Charakter von Bruce Willis durch die Irrenanstalt führt und sagt, hier, wenn du dir irgendwie, wenn du eine bestimmte Serie oder eine bestimmte Sendung sehen willst, musst du das den Leuten sagen, damit die das dann anschalten. Aber du musst das tun, bevor die Sendung läuft. Wir hatten hier einen, der hat sich dann immer irgendwas gewünscht, was schon lange gelaufen ist. Und der wollte einfach nicht begreifen, dass die Pfleger ja nicht machen können, dass wieder gestern ist. Das ist dasselbe Niveau wie jetzt anzusagen, es kommt dann jetzt heute noch der Vlog. Aber der ist ja eigentlich schon für euch schon seit 2 Tagen draußen. Rainer, ist die Information vollkommen irrelevant. Und dass wir auch noch ein Vlog kommen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschüss. Ja, tschüss, mach wieder deine Kindergarten-Faust-Ding. Ich kann nicht so zuhauen wie sonst. Ah ja, das stimmt, der ist ja noch schwer verletzt. Das habe ich ja von den letzten Videos. Auch dieses Bild. Warte mal, wir sind hier im September 21, hat er gesagt. Ja, 10. September 21 oder was hat er gesagt? Das heißt, das ist irgendwo, entweder kurz davor oder kurz danach, hat er den Kaufvertrag unterschrieben, ne, für das Haus, das er verkauft hat. Und also hier ist schon wieder. Kann man gut vorstellen, warum er so dämlich grinst, ne? Tschüss. Und schaut euch mal das an. Das hier ist Reini
von Anfang seiner in Anführungsstrichen Karriere. Da hat er noch die langen Haare und sowas. Und dann lässt sich noch so ein Ansatz von einem Hals erkennen. Und jetzt vergleicht ihn nochmal mit hier. And it's gone. Okay, Leute, wo sind wir? 35 Minuten, easy. Nächste Folge, schauen wir mal. So, wir sind bei der nächsten Folge. In dieser Folge soll es um ein Teppichmesser gehen. Also laut seinem Titel geht es um Teppichmesser. Auf dem Thumbnail hatte ich aber gesehen, dass er ein Cuttermesser in die Kamera hält. Dass er den Unterschied nicht kennt zwischen Teppichmesser und Cuttermesser, das wundert mich eher weniger. Ja? Also, um den Unterschied nochmal klar zu machen, lieber Reini, bevor du. Aber komm. So ein Cuttermesser, das hat eine gerade, lange Klinge, damit man damit so Schachteln und dergleichen aufschneiden kann. Ein Teppichmesser hat vorne so eine Hakenklinge, damit man den Teppich schneiden kann, ohne in den Boden zu säbeln. Ja, und weil man das dann besser führen kann. Ne? Du hast dann da eine bessere Führung und kannst besser in einen geraden Schnitt machen. So, das ist ein wichtiger Unterschied. Lass dir das gesagt sein von jemandem, der sich mit beiden schon in die Bratzen geschnitten hat. Metal, Leute, Servus und Ja, Metal, Servus. Willkommen. Du bist Chauché, Rainer. Es ist alles wunderbar. Und egal, was du jetzt hier mit diesem Vogelnest, dass du Frisur schimpfst, noch tust, es wird es nicht besser machen. Rainer, es macht's Kraut nicht mehr fett. Weiter im Text. Oh Gott, meine Frisur schaut schon wieder aus, ne? Ja. So wie immer, Rainer. Es ist halt vielleicht doch nicht die allerschlauste Idee gewesen für einen 58er, hier mit der Kleinkinderbastelschere sich die eigene Frise schneiden zu wollen. Ich bin heute gerade erst aufgestanden, beziehungsweise ich bin, gerade erst nicht. Ich bin seit etwa, ja, ein bisschen mehr als einer Stunde jetzt wach. Ja, Rainer, das ist mehr oder weniger gerade erst aufgestanden bei dir, weil ich wette, dein Organismus braucht länger als jeder andere, um irgendwie in Fahrt zu kommen. Aber im Übrigen hier rechts hinten im Bild seht ihr, da steht schon wieder die ungekühlte Milch. Ja? Und ich weiß nicht, wie es. Wahrscheinlich ist auch hier wieder selbes Ding. Es ist irgendwann später Nachmittag, ist gerade aus dem Nest gekrochen. Harte Arbeit. Muss man jetzt wieder 10 Minuten hier, 8 Minuten hier so ein Shit aufnehmen. Ja? Die Bürden des Lebens. So, heute machen wir wieder ein Meinungsvideo und heute geht es um Cuttermesser. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben ja mit extrem vielen verschiedenen Cuttermessern gearbeitet, weil ich habe ja früher in Lager gearbeitet, da braucht man permanenten Messer. Ja, Rainer, das ist richtig, aber du hast auch nicht sehr sonderlich viel im Lager gearbeitet. Ja? Rainer, ich habe zusammengerechnet mehr im Lager gearbeitet in meinem Leben als du. Meistens nimmt man dann Cuttermesser und ich habe auch viel in Baumärkten gearbeitet und auch in anderen Läden. Und fast überall braucht man das Cuttermesser und zwar einfach nur, um schon zum Beispiel Sachen auszupacken, Sachen einzuräumen. Ja, man muss natürlich die Kisten aufschneiden und das Zeug dann rausräumen, beziehungsweise in die Regale räumen. Im Lager. Ja, das war's. Dafür braucht man ein Cuttermesser. Du musst damit Schachteln aufschneiden. Richtig. Da braucht man das permanent, um alte Kisten zu zerschneiden oder auch eben um Sachen auszulagern oder einzulagern oder wenn man was zumacht, ne, mit Klebeband, das Klebeband abschneiden. Wobei man dann Ich weiß nicht, Kleiner, wenn du wirklich in einem Lager arbeitest und jetzt nicht irgendwie zu Hause deine eBay-Kleinanzeigen-Packerln verpackst, hat man meistens an so einem Arbeitsplatz hat man halt so einen Handabroller für das Paketband. Ne? Das muss man dann nicht mehr mit dem Cuttermesser abschneiden. normalerweise die Abroller hat, aber selbst die benötigt man nicht immer, weil da hat man nicht. Sollte man auch. Also leider, wenn ich in einem Lager anfange zu arbeiten und die haben das nicht, ja, dann frage ich mich schon, okay, was hier los? Ja, es ist halt unprofessionell. Das ist halt wie wenn du sagst hier, ich arbeite hier, ich habe eine IT-Firma, aber wir haben keine Computer. Ne? Das ist Grundausstattung für eigentlich jedes Lager, in dem irgendwelche Schachteln verpackt werden. Manchmal hat man nur ein Klebeband, weil manche Firmen, in denen ich gearbeitet habe, die haben zwar Abroller gehabt, aber irgendwie nur einen von 100 oder so. Oder man hat so eine. Nee, die wollten dir das Ding einfach nicht in die Hand geben. Das ist der Punkt. Und das ist auch so ein Ding, jeder von euch kennt das, egal ob ihr jetzt in einem Lager arbeitet oder in der Werkstatt oder, ne? Diese Werkzeuge, die man hat, die man wirklich jeden Tag benutzt, die gibt man ungern aus der Hand. Ne?
Weil, ja, wenn damit irgendwas ist, erschwert einem das Leben signifikant und deswegen gibt man es ungern aus der Hand. Und wenn man es aus der Hand gibt, dann wirklich nur Leuten, bei denen man sich sicher ist, dass man es dann auch unversehrt wieder zurückbekommt. Und Rainer, mit dir braucht man sich keine 3 Minuten unterhalten, um festzustellen, dass du nicht ein solcher bist. Ne? Dass man dir gar nichts in die Hand drücken kann, weil wir hatten das als großes Thema dieser kompletten Reihe, ne? Dass alles, was du in deine Fettgriffel genommen hast in deinem Leben, in kürzester Zeit kaputt war. Es ist alles kaputt. Wie oft hast du in diesen Videos schon irgendwas in den Pfoten gehabt und gesagt, ja, ich habe aber hier und da, bla bla, aber das ist kaputt. Und das habe ich mal gehabt, aber das ist auch kaputt. Und dann habe ich hier den Stuhl, der ist kaputt und alles ist kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Natürlich gibt dir niemand die sagen, nee, Rainer, tut mir leid, wir haben keine Abroller. Das hat gelogen, Rainer. Das hat gelogen, weil die nicht in der Woche 7 Abroller bestellen wollen, weil du die im Stundentag kaputt machst. Einen Abroller gekriegt, das hat man auch gekappt und dann ist man irgendwo rumgerannt und hat den Abroller unten liegen lassen, während man oben war und dann ist man halt extra hochgerannt, dann hat man einfach ein Stück Klebeband genommen, dann ist drüber mit dem Messer einfach abgeschnitten oder ist einfach abgerissen oder irgendwas. Zunächst mal ein Cuttermesser oder auch Teppichmesser ist ziemlich praktisch. Wie gesagt, Cuttermesser und Teppichmesser sind 2 unterschiedliche Dinge, Rainer. Das solltest du wissen als alter Lagerprofi. Weil man es in erster Linie halt jederzeit die Klinge ersetzen kann. Ne? Meine ist jetzt ein bisschen rostig mittlerweile. Ja, hättest du vielleicht mal ersetzen können, jederzeit, Rainer. Das ist genauso wie, dass du dir früher immer den Joghurt selber vorbereitet hast und den Naturjoghurt mit frischem Obst. Ja, das ist genau so eine Story. Ja, Klinge kann man jederzeit auswechseln. Rainer, das ist doch die allererste Klinge, die in dem Ding jemals drin war, das wette ich. Das traue ich mich zu wetten. Und dieses Teil lag mit genau dieser Klinge ein halbes Jahr später, als du rausgewongelt bist aus diesem Loch. Irgendwo da auf dem Boden. Ich kann jetzt einfach hergehen, zack, ne? Weil die haben ja so Riefen. Sieht man das gerade? Die haben ja so Riefen, ihr kennt das ja, denke ich, sowieso. Und wenn jetzt zum Und Rainer, ich hätte vielleicht wirklich eine neue Klinge reingetan, wenn ich ein Video darüber mache und das permanent in die Kamera halte. Das da sieht aus wie postapokalyptisches Wasteland-Szenario-Ding, ne? Oh, Fallout. Man geht Scavenging draußen und man hat halt, dann findet man irgendwo so ein Cuttermesser. Oh, geil. Ne? Ist halt ein bisschen rostig, aber geht schon noch. Beispiel vorne, man schneidet ja im Normalfall immer nur so. So, und wenn es jetzt hier vorne stumpf ist, dann bricht man einfach das Stück ab. Vorsichtig aber, wenn da irgendwie ist mir schon mal passiert, dass ich was abgebrochen habe und dann ist aber ein Stück von dem anderen mit abgebrochen und ist mir hier an der Seite vorbeigeschrammt. Ich kann natürlich schnell ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man kann sich auch anstellen wie der allererste Mensch. Normalerweise hat man dann noch irgendwo vielleicht auch einen Seitenschneider oder sowas, mit dem kann man das am allerbesten abbrechen. Ich weiß, bei manchen kann man das hinten dran irgendwie in das Plastik rein und da ist er gefret. Leute, nehmt einen Seitenschneider, setzt ihn da an, wo diese Sollbruchstelle ist und dreht es einfach um 90 Grad nach rechts oder links und dann bricht das perfekt an genau dieser Stelle ab. Es ist keine Magie, Rainer. Und das ist bestimmt nicht besonders praktisch. Also immer von euch wegbrechen. Ne? Immer so von euch wegbrechen, nicht auf euch zubrechen. Ja, das sagt immer gegen den Wind, nicht gegen den Wind pissen, das war's. Alte Seemannsweisheit. Immer von einem wegbrechen. Habe ich auf schmerzliche Weise erlebt. So. Genau, ansonsten gibt es verschiedene Cuttermesser. Es gibt jetzt zum Beispiel das Modell hier. Bei dem ist es einfach so, ich kann einfach hochschieben. Und dann war es das. Bei anderen Modellen, wenn man hochschiebt, hat man hinten am Schieber noch eine Sicherung. Dann kann man ein Stück zurückgehen und dann kann die Klinge nicht von alleine wieder zurückgehen. So, weil wenn man hier jetzt so macht, geht jetzt hier auch nicht. Aber What erat demonstrandum? manchmal, wenn die ein bisschen älter sind, dann fangen die Zacken an der Seite an, stumpf zu werden oder kürzer zu werden, weil die ja immer so ratschen. Und dann ist es mir schon oft passiert, dass dann das Messer nach hinten weggerutscht ist. Manche haben auch an der Seite diese Katten nicht, also diese Zacken. Und dann. Ja, in der Zwischenzeit gibt es, also mein präferiertes Cuttermesser ist eins mit so einer Sprungfeder, die die Klinge automatisch nach hinten zieht, wenn ich es loslasse. Ja? Weil das senkt das Verletzungsrisiko deutlich. Ja? Du schiebst die Klinge oben raus, dann geht die da 1 Zentimeter oder 2 raus oben aus dem Ding und solange du das so festhältst, kannst du dann damit arbeiten. Und wenn dein Daumen von dem Ding weggeht, geht die Klinge automatisch wieder rein. Das wäre, Schiebt man das nach vorne und er schiebt sich automatisch wieder zurück, wenn man ein bisschen Druck ausübt. Genau. Ansonsten, in meinem Fall hat es jetzt hier in Seiten lauter Gummis oben und unten. Ist natürlich dafür da, um rutschfest zu sein.
weil das Plastik auf dem Platz, das Plastik kann man leichter wegrutschen, das geht hier oben nicht. Ja, oder das geht schon, aber halt eher schwerer. Unten rutscht man halt leichter ab und oben. Ja, Rainer, das Prinzip einer Gummierung an einem Griff, um nicht so leicht abzurutschen, das ist jetzt auch nicht das allerneueste Ding. Ne? Du brauchst es hier nicht so machen wie Steve Jobs, der das iPhone vorstellt. So, wir haben das Prinzip sicher schon häufiger gesehen. Jeder von uns, der Fahrrad gefahren ist und sich gedacht hat, oh ja, Gott sei Dank ist hier Gummi am Griff und ich muss nicht das blanke Metall anlangen, weil wenn ich Fahrrad fahre und schwitze, das ansonsten vielleicht ein bisschen doof wird, hat das Prinzip verstanden, Rainer. Jeder. Du musst das nicht erklären. Geht das eher schwer wegen der Noppung. So, was ich auch schon oft bei Kadermessern gesehen habe, ist, dass die hinten dann auch noch schwarz haben hier oben. Und dann kann man hier oben ziehen und dann hat man auf der Rückseite vom Kadermesser meistens noch irgendwelche Ersatzmesser. Bei den meisten hat man so 2 oder 3 Stück drin, dann hat man immer noch eine zusätzliche Ersatzklinge. Was äußerst praktisch ist, wenn man im Gewerbe arbeitet, wo man im Lager zum Beispiel, wo man halt permanent ein Kadermesser braucht und wenn dann mal das Messer stumpf ist und dann immer kürzer wird und immer kürzer wird, irgendwann ist es halt zu kurz, dann geht man einfach raus, tut das rausmachen und dann passt es. Genau. Und das ist halt eine ziemlich praktische Aktion. Genau. Das ist jetzt in dem Fall hier nicht der Fall. Man kann das hier oben abziehen, dann kann man das nach oben rausziehen, ne? Und dann kann man hier die Klinge wechseln. Warte mal. So. Jetzt könnte ich quasi die ganze Klinge rausnehmen und noch eine neue Klinge ersetzen, in die Noppung hier reinmachen. Warte mal. So. In die Noppung reinmachen, einführen, reinschieben. Ich weiß, es hört sich pervers an. Ein Stück Es passiert alles wieder nur in deinem Kopf, Rainer. nach vorne und zack. Und es ist wieder Safety First und man kann das optimal benutzen. Hat eine neue Klinge drin, habe ich jetzt in dem Fall keine da, werde ich auch nicht ersetzen, weil die ist noch in Ordnung. Nein, die ist nicht in Ordnung, Rainer. Die besteht aus mehr Rost als aus allem anderen, Rainer. Du hast sie gerade nah in die Kamera gehalten. Diese Klinge ist nicht in Ordnung. Und in deinen Händen ist das eine eine wandernde Tetanus-Gefahr. Ja? Das ist ich muss zum Arzt gehen und mir eine Tetanusspritze geben lassen. Zeichnet sich bei dem Ding schon am Horizont ab. Dann hat man ein perfektes Kadermesser, was wieder funktioniert. Es gibt Kadermesser in groß und in klein. Ich habe auch schon so ganz kleine, dünne gesehen. Habe ich auch eins da. Die gefallen mir aber zum Beispiel nicht. Ja? Ich bin ein großer Kerl, ich brauche was in der Hand. Das hört sich auch falsch an. Also kleine Kadermesser sind für mich immer so eine Katastrophe. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das jedem so geht. Die kleinen Kadermesser haben natürlich auch eine dünnere Klinge. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Klingen von den kleinen Kadermessern viel schneller stumpf werden als die großen. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass diese kleinen Cuttermesser halt dann vielleicht ein bisschen für feinere Dinge sind. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo arbeitest, wo du sehr kleine Pakete irgendwie oder sonst was aufschneiden musst oder wo Sachen drin sind, ne? Dass man halt ein bisschen feinfühlig ist, halt für Leute, die so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ne? Für jemanden, der Corpus Claudius wie dich ist natürlich so ein eher filigranes Werkzeug nix. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das wirklich so ist oder ob das nur Einbildung ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die kleinen Kadermesser werden schneller stumpf. Außerdem habe ich es schon oft erlebt, dass ich, wenn ich dann ein bisschen aufdrücke und ein bisschen Druck ausübe, weil ich bloß das kleine habe, bricht bloß das Kadermesser das Plastik an der Seite. Und das geht halt auch gar nicht. Und deswegen bevorzuge ich immer die großen Kadermesser. So, meine Meinung, sind Kadermesser sinnvoll? Auf jeden Fall. Denn allein dadurch, dass man die Klinge wechseln kann oder die Klinge auch schärfen kann, indem man sie einfach abbricht vorne, macht es ein Kadermesser unglaublich wertvoll. Unglaublich wertvoll. Ja? Die Dinger wisst ihr gar nicht. Die kosten ja ein Vermögen. Vor allem in dem Bereich, wo man das halt für die Arbeit auch benötigt, wie zum Beispiel, hatten wir jetzt gerade im Baumarkt zum Beispiel oder im Lager oder ähnliches. Und das ist mein Fall, es gefällt mir total, das ist cool. Das ist cool und das ist lustig. Das ist richtig cool, schmeckt nicht nach Red Bull vor allem. Und alles. Lustig. Wieso ist das lustig? Ich bin schon wieder neben der Spur, sorry, ich bin erst aufgestanden. Ja, Rainer, dann würde ich vielleicht einfach erstmal wach werden, bevor ich das Scheiß-Video aufnehme. Ist das vielleicht eine Idee? Und das sind immer dieselben Scheiß-Ausreden, warum deine Scheiß-Qualität in den fucking Gully geht. Es ist jedes Mal derselbe Mist. Oh ja, Entschuldigung, ich bin halt müde, weil ich bin gerade erst aufgestanden. Vor einer Stunde im Übrigen, hat er gesagt. Vor einer Stunde ist er aufgestanden. Eine Stunde nachdem ich aufgestanden bin, stehe ich in der Maloche. Ja, und da kann ich dann auch nicht sagen, wenn mein Chef kommt, ja, warum pfuschst du hier die ganze Zeit? Und warum machst du deine Arbeit gerade nicht richtig? So, Entschuldigung, ich bin ja gerade erst aufgestanden. Ein bisschen Rücksicht nehmen. Richtig mache ich meine Arbeit dann erst so ab 10. Dann sagt er, dann kommst du vielleicht morgen erst um 10. Dann gehst du aber auch erst um 10. Vor einer Stunde. Ich brauche immer 2, 3 Stunden, bis ich wach bin. Ja, richtig, Rainer.
Das brauchst du. Das glaube ich dir auch. Ne? Weil dein kompletter Organismus, bis der hochgefahren ist, und, ne? So, wie auch immer. Jedenfalls, Cuttermesser sind auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man mal was schnell schneiden muss. Und Was eine Aussage, Rainer. Richtig, ganz ehrlich. Im Übrigen, Leute, wenn ihr schnell von A nach B kommen wollt, ist sehr zu empfehlen, mit dem Auto zu fahren. Und eine Flasche Wasser ist sehr zu empfehlen, wenn ihr Durst habt. Und Klopapier ist sehr zu empfehlen, wenn ihr euch den Arsch abwischen wollt. Ne? wenn man was braucht, Mich wundert's, dass er noch kein Mahnungsvideo über Scheißpapier gemacht hat. was möglichst lange Aber stimmt, er benutzt ja kein Scheißpapier, aber Kackduschen. Ne? Ich vergaß. gut hält. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Gut, ansonsten braucht Ansonsten. man über Cuttermesser, glaube ich, nicht viel sagen. Meine Meinung dazu ist, wie gesagt, dass die praktisch sind und sinnvoll. Das hast du jetzt schon 20 Mal erzählt. Sie schmecken nicht nach Red Bull weiter im Text. Und diese Pflege geht mir gerade auf den Zeiger. Ja, mir geht auch gerade was auf den Zeiger, aber es ist nicht die Fliege hier. Also es triggert mich, dass. Ja. Wollte ich gerade was anderes sagen. Ja, Cuttermesser gibt es in verschiedensten Formen und Varianten. Die Variante, die ich hier habe, gefällt mir am besten. Und muss auch ganz ehrlich sagen, Cuttermesser sind für mich mittlerweile eigentlich mit die wertvollsten Sachen. Vielleicht soll er in Zukunft mit Cuttermessern bezahlt werden, nimmer mit Barren. Wäre das eine Idee? Nicht zuletzt, weil ich auch ziemlich viele Kartons habe, das verschneiden muss. Ja, von den ganzen Backeln von der Amazon-Battle-Liste, die dir irgendwelche Spinnzüchtigen zugeschickt haben. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Leider Gottes wird das so sein, ja. Bis zum nächsten Mal, euer Drache und haut rein. Tschüss. Ja, tschüss. Servus. Wo sind wir? 51 Minuten. Ja, das ging schnell. Let's go. Nächstes Video. So, da sind wir im nächsten Video. Das Ding dauert jetzt eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Mal schauen, ob wir das ob ich es in der Dreiviertelstunde runter reacted kriege. Aber das könnte jetzt länger werden. Es soll hier jetzt um Rasierer gehen. Ich bin sehr gespannt, weil die hat er ja zur eigenen Verunstaltung auch zu Genüge benutzt. Ne? Rasierer würde ich an deiner Stelle, je mehr Bart du hast, desto besser für deine Zuschauer. Just saying. Metal und Servus-Renner. Oder hat er sich die Haare gewaschen oder sind die jetzt schon endgültig? Oder ist es sehr warm? Und er hat sich hier mal wieder, ne, was er sich unter der Achsel rausgegraben hat, in die Haare geschmiert. Man weiß es nicht. Servus und ein herzliches Lord beim Quietscher. Ein herzliches Willkommen beim Drachenlord. Oder beim Drachen. Ja, wie gesagt, dieser Stuhl ist für dein Gewicht nicht gemacht. Warte, ich hab's mal gegoogelt. Ich google es nochmal. So, die Dinger sind, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, ausgelegt bis zu einer Maximallast von 150 Kilo. Und machen wir uns nichts vor, ey, das hier war kurz vorm Auszug. Wir wissen alle, wie er da ausgeschaut hat. Das ist die Maximalmassephase gewesen, zumindest was wir wissen. Und ich würde nicht Geld wetten trauen, dass er da so ungefähr bei 230 Kilo war. Das heißt, Reini hat hier einfach die Maximallast um 80 Kilo überschritten. Das ist nochmal ein durchschnittlicher erwachsener Mensch. Ein durchschnittlicher erwachsener Mensch liegt irgendwo bei 80 Kilo. Oben auf die Maximallast obendrauf. Und er sitzt jetzt hier und wundert, warum das Ding knirscht, als würd's, ne? Das ist ein Ignoranzlevel, das grenzt an hier, wie hieß der Typ von dem Titan Submersible, der sich auch gewundert hat, warum es alles knirscht. Solange bis er sich nicht mehr gewundert hat. So ein Ding ist das. Und heute machen wir mal wieder ein Meinungsvideo. Heute machen wir random einfach mal eins über Rasierapparat. Rasierapparat. Im Übrigen, das letzte Video waren 8 Minuten. Ne? Und das hier ist offensichtlich wieder an einem anderen Tag. Und das erste, das wir heute reacted haben, war auch wieder an einem anderen Tag. Ich weiß nicht, ob er Datum wer der Uhrzeit noch sagt. Das erste, was wir reacted haben und die zwei davor, waren wohl am 10.09. aufgenommen worden. Das letzte jetzt hier mit dem Cuttermesser wahrscheinlich 3 Tage später.
Und das jetzt wieder ein paar Tage später. Wir rechnen zusammen, ne? 3 Videos, 30 Minuten. Das vierte dann, das sind wir bei 40 Minuten, jetzt hier die Viertelstunde drauf, runden wir auf und geben ihm das noch. Dann hat er 1 Stunde gearbeitet in einem Zeitraum von ungefähr einer Woche. Also gearbeitet, ihr seht mich immer nicht, in starken, großen Anführungsstrichen gearbeitet. Und ne? Er ist aber derjenige, bei dem muss immer schnell gehen, weil der HRK Zeit nicht. Ich habe natürlich jetzt nur einen für Männer da, meine Freundin hat keinen bei mir. Ja, es ist den Haaren vollkommen wurscht, mit welchem Rasierer die abgeschnitten werden, im Zweifelsfall. Ne? Und deine Freundin, die hat überhaupt keinen Rasierer, weil in Denken gibt es keinen Drogeriemarkt. Auch nicht. Aber ich habe was anderes hier. Das ist allerdings nicht für Frauen. Also das ist für Frauen, aber das benutze ich. Aber nicht für die Beine. Und nicht für den Rücken oder den Bauch. Das kommt aber erst in der nächsten Folge. Ich freue mich wie ein Schnitzel darauf, Rainer. Dass du mir erzählst, was du dir da irgendwie zwischen die Speckfalten reinschmierst, wo andere Leute einen Schritt haben. In dieser Folge geht es um Rasierapparate. So, zunächst mal, was genau habe ich für einen? Viele sagen immer, du musst immer rasieren. Aber keiner denkt... Nein. Ich sage immer, rasier dich nichts. Und die Hater-Stimme in deinem Kopf, mit der du da immer streitest, die existiert auch genau nur da, in deinem Kopf, Rainer. Immer wenn er macht, ist das halt seine eigene kleiner Hater-Reini. Ne? Wahrscheinlich hat der irgendwo in seinem Kopf, ist irgendwo in einem ganz tiefen Kerker, in einem alten rostigen Käfig, bei Wasser und Brot und einem Eimer zum Reinscheißen, ist der kleine, vernünftige Rainer. Und das ist ein fürchterlicher Hater. Der ihm dann immer mal wieder in dieser Stimme dazu sagt, Rainer, du bist brunstdumm, du zerstörst das Leben für uns beide. Hör endlich auf. Und der Rest seines Bewusstseins macht dann das. Und dann schürt er sich wieder 3000 Kalorien in fertig Tiefkühlfraß ins Gesichtsarschloch rein. Darüber nach, was ich überhaupt für Rasierapparate benutze. Zunächst mal, ich benutze eigentlich fast immer, wenn ich mich rasiere, eine neue Klinge. Ich weiß, das ist extrem verschwenderisch, aber... Ja, aber du hast es ja, Rainer. Du hast es ja. Bei dir fliegen ja die Barren mehr oder weniger bündelweise beim Fenster rein. Dadurch, dass ich mich nur einmal im Monat rasiere, oder manchmal sogar bloß alle 1,5 Monate, wird es hier oben immer, das ist eigentlich weicher, aber das wird dann immer kaputt und unten die Klinge... Ja, wenn ich mich nur einmal im Monat rasieren würde, dann würde ich so, keine Ahnung, ne? Da geht man dann einmal mit einem Langhaarrasierer drüber und rasiert mit dem Ding einmal nach, wird eine Klinge für mich ein Jahr erhalten. Die sind dann jedes Mal stumpf, wenn ich sie wieder benutze. Ich mache den ordentlich sauber, jedes Mal aufs Neue, der ist auch ordentlich in einem guten Zustand. Ja, Rainer, dich sehe ich, wie du das Ding dann penibel sauber machst. Rainer, wem erzählst du diese Scheiße? Wir haben deine Schanze gesehen. Rainer, ich sehe die Flecken hinten auf deinem Greenscreen, wie auch immer die da hingekommen sind. Und man hat genügend Bildmaterial aus der Schanze gesehen, um zu wissen, dass du Scheiße erzählst, wenn du sagst, ich mache das dann immer penibel sauber, egal um was es geht. Rainer, du machst nämlich genau gar nichts penibel sauber. Genau. Wie bin ich zu Gillette gekommen? Das hat jetzt nichts damit zu tun. Weil du ein Werbeopfer bist und die haben am meisten Werbung gemacht, Rainer. Also Gillette ist die Rasiererfirma, die das höchste Werbebudget hat, um genau solche Dullis wie dich abzugreifen. Dass es irgendwie 3 Klingen hat, dass es besser ist als alles andere oder sowas. Ich habe einfach schon immer Gillette benutzt. Im Übrigen, ich hab früher auch Gillette-Rasierer benutzt. Ich bin tatsächlich so jemand, ich habe die boykottiert in der Sekunde, in der sie damals diesen unsäglichen Werbespot rausgebracht haben. Ja? Die waren ja einer der ersten Firma, die diese absolute Brainrot-Ideologie von alle Männer sind Täter, egal was, diese Shoyuka-Logik, in ihre Werbespots reingepackt haben, um sich zu denken, ja, Digga, einwandfrei. Der Großteil, also sagen wir mal mindestens 50%, bei Gillette wahrscheinlich mehr, unsere Kunden sind Männer, lass denen mal ordentlich vom Koffer scheißen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, das war diese Werbung
Es war ein langer Spot. Ich glaube, der hat fast 5 Minuten gedauert und in dem war wirklich irgendwie, Männer sind immer nur aggressiv und übergriffig und brauchen immer eine Kontrollinstanz, immer jemanden Aufpass-Pfiffi, der hinter ihnen steht, weil die ansonsten einfach komplett apeshit gehen und, ne? Und alles und jeden anfassen, verprügeln und sonst was mit denen machen. Und das war so die Message von diesem Werbespot. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ihr verachtet mich, dann kaufe ich euer Produkt nicht mehr. Auf Wiedersehen. Ne? Fertig. Ich habe mich mit 13, 14 angefangen zu rasieren. Und das ist kein Witz. Ich bin ziemlich früh pubertär gewesen, generell mit allem, was ich mache. Aber wenn er jetzt mit der Story hier, mit 7 habe ich das erste Mal hier Jizzly Bizzly, dann. Mit 13, 14 habe ich angefangen, mich zu rasieren und habe mir damals den Gillette Mach 3 Turbo gekauft. Das ist der rote gewesen. Das war so in so einem Ferrari-Stil und der hatte eine Packung, die hat so ausgesehen. Da konnte man jedes Mal nach dem Rasieren den wieder reinpacken. Das kann man theoretisch auch an die Wand schrauben oder so, dann hat man ihn immer in Griffweite. Ja, Rainer, das würde ich mir gerade noch an die Wand schrauben. Ja, das ist praktisch, weil dann die Klinge vorne in der Luft hängt und sich da das Wasser kann da abtropfen, das Überschüssige aus der Klinge, damit die nicht rostet. Ne? Also deswegen macht es Sinn, den Rasierer in dem Teil hier aufzubewahren. Du kannst es aber auch einfach, ne, du kannst den Rasierer auch einfach in so eine Art Zahnputzbecher reinstellen. Das hat denselben Effekt. Aber das Ding will ich mir gerade noch an die Wand schrauben. Dieses Plastikteil. Nee, du packst das Teil da halt rein und dann hast du es entweder irgendwie neben dem Waschbecken liegen oder oder im Badezimmerschrank oder hast es halt neben der Dusche liegen oder wo auch immer du dich am liebsten rasierst, da liegt das Ding. An die Wand schrauben würde ich es jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil hier hinten ist nämlich noch ein Fach drin, wo du die Klingen, wo Ersatzklingen reintun kannst. Wenn das Ding an die Wand geschraubt ist, kommst du an die Ersatzklingen nicht mehr rein, du Vollprofi, du Hochintelligenter. Er kann auch nicht rausfallen, weil er im Prinzip hier unten reingesteckt wird und dann festgeklippt. Also ihr seht, ich muss wirklich sehr, sehr stark schütteln, dass er überhaupt mal loslässt. Und jetzt muss man dazu sagen, das hier ist nochmal 10-mal krasser. Ja? Das ist richtig, richtig krass, weil es ist grün. Weil schmeckt nicht nach Red Bull, ganz, 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 ganz wichtig. Das Teil hier ist wirklich sehr alt, das ist fast 10 Jahre alt. Ja, und da klippe ich den schon seit 10 Jahren rein. Allerdings nicht den hier, sondern das hier ist schon die zweite Version des Grünen. Es gibt insgesamt 4 Versionen, die ich hatte. Der erste, den ich im EE gekauft habe, war der silberne. Mein Vater, mit dem ich damals zum Einkaufen in den Real gefahren bin nach Neustadt, den gibt es mittlerweile nicht mehr dazu gemacht, vor einer Woche oder 2, war das so, dass ich damals eigentlich den roten wollte, als ich angefangen habe, mich zu rasieren. Und ich habe... Rainer sagt immer ein kleines Geheimnis erzählen. Welche Farbe der Rasierer hat, ist für das Endergebnis, ne, der Rasur vollkommen irrelevant. Es ist vollkommen scheißegal. Aber er hat halt die Werbung für den einen gesehen, dann hat er sich den gekauft und dann hat er die Werbung für den anderen gesehen, dann musste der auch her. Dann mit meinem Vater war ich dann einkaufen. Das ist eine Sache, die sehr selten vorgekommen ist, aber ich war mit meinem Vater einkaufen. Und manchmal, wenn ich mit meinem Vater alleine einkaufen war, dann hat er mir so ein paar Kleinigkeiten geschenkt. So, und jetzt sind... keine Ahnung, das kann ich fühlen, weil das ist lustig, ich habe heute Morgen mit meiner Frau drüber gesprochen, weil wenn mein Vater in den Baumarkt musste, wollte ich auch immer gerne mitgehen, weil da habe ich auch dann immer eine Kleinigkeit gekriegt. Da war vielleicht mein Taschenmesser oder so eine kleine Taschenlampe oder sowas. Und kann ich gerade ein bisschen fühlen. Jetzt sind wir am Regal vorbeigekommen mit Pflegeprodukten, weil ich mir was für meine Haare kaufen wollte und eine Zahncreme brauchte ich, weil meine alle war, oder fast alle war. Und dann bin ich da dran vorbeigelaufen, da war ich auch schon 17 oder so. Also war ich schon 16, 17, war ich schon älter zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich an dem Regal vorbeigegangen und habe gesehen, ey, die haben den roten, Alter. Ich habe den überall gesucht, ich habe den nicht gefunden. Jetzt haben die den roten, geil. Ah, scheiße, aber jetzt habe ich mir erst mal einen gekauft, ey. Also, ne? Wollte mir einen extra neuen kaufen. Oder war es sogar mit 14? Ich glaube, das war sogar relativ zeitnah, deswegen habe ich mich damals... Ja, Rainer, ist jetzt vollkommen wurscht, welche Lügengeschichte, wie alt du da in dieser Geschichte ausdenken warst. Vollkommen irrelevant. Jetzt weiter im Text. dazu gezielt, mir den roten zu holen. Den habe ich übrigens noch, den roten, den kann ich gleich mal holen. Ja, unbedingt. Ich muss den unbedingt sehen, Rainer. Lass mich raten, der sieht so aus wie der hier, nur er ist rot. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich damals geärgert habe, weil ich mir den silbernen gekauft habe. Und mein Vater ist so, naja, ist der gut und so, ne? Was hast du für Erfahrungen damit? So, und mein Vater fragt mich, was ich so für Erfahrungen mit dem Rasieren habe. Okay, jetzt bin ich raus. Ja, jetzt bin ich raus, weil das offensichtlich nicht passiert ist.
das offensichtlich nicht passiert ist, Rainer. Rainer, weil du hageldumm bist und dein Vater, ne, so hoch man ihm anrechnen kann, dass er wirklich ein fleißiger Mensch war, halt aber auch ein Bauer ist. Also jetzt nicht im Sinn von, der hat Kühe und dergleichen zu Hause, sondern der ist halt, der war halt ein Bauer, Digga. Und dass ihr dann ein geistreiches Gespräch führt, ja, kannst du mir den empfehlen? Was hast denn du Erfahrungen damit? Nein, Rainer. Absoluter Bullshit. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, Rainer, du hast dir den einen gekauft und du hattest nicht mehr genügend Taschengeld für den anderen. Und als dein Vater zum Einkaufen gegangen ist, hast du eine Ausrede gesucht, um dann mitzugehen. Und hast dich da vor dieses Regal gestellt und hast ihm irgendeine hanebüchene Räuberpistole ans Knie geschraubt darüber. Ah, Dreck, ich brauche eigentlich einen Rasierer, aber ich, hier, Ding, und ich habe keine Barne mehr. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du einen Rasierer brauchst, dann bist du nicht rumlaufst, hier der hinterletzte Krattler, dann kaufe ich dir halt einen. So kann ich es mir höchstens vorstellen. Aber dass der zu dir gekommen ist, 14-jährigen Pimpf, der keine Haare am Sack hat, um sich dann von dir, der erwachsene Mann, Tipps holen zu können, welchen Rasierer er sich kaufen soll, das erzählst du bitte irgendjemandem, der dümmer ist. Du beleidigst gerade wieder meine Intelligenz. Und ich so, Vater, naja, also ich finde ihn klasse, ne, so, hab mir vorher, das ist ja hier halt mal hin, ne, Vater, ja, jetzt schaut gut aus, ne, also jetzt natürlich nicht. Ja, weißt du was? Wahrscheinlich hat Rainer wieder massiv Scheiße gebaut und Rudi hat ihm die ein oder andere Schelle angedeihen lassen und hat sie danach so, hey, schön weiches Gesicht, was für einen Rasierer benutzen du? Ah ja, wunderbar. Ich kauf dir den, nimm einen Miet, ja, nimm dir nur Klingermiet. Und nimm einen Miet, nimm einen Klingelmiet. Das ist der nächste Punkt, ne? Diese Wannabe Fränkel-Scheiße und es hört sich, ich kenne Leute, ein guter Freund von mir kommt aus dieser Gegend, aus einem Ort gar nicht weit weg. Grüße, wenn du jetzt hier zuschaust, ne? Du weißt, wer gemeint ist. Und der spricht auch viel im Dialekt. Im Leben nicht, Rainer. Du kennst deinen eigenen Scheißdialekt nicht. Und jedes Mal, wenn er versucht, hier dieses Pseudo-Gefränkelte da reinzuballern, ganz, ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, dass gelogen ist. Er imitiert halt irgendwie diese Stammtisch-Dampfplauderer, die nicht Dialekt nicht sprechen können und die jeden Abend nach der dritten, vierten Halbe am Stammtisch anfangen, irgendwelche hanebüchenden Geschichten zu verzapfen, um darüber hinwegzutäuschen, dass ihr Leben maximal uninteressant ist. Und um sich wichtiger und besser darzustellen, als sie eigentlich sind. Ah, was war da mal der Ding und die und der hier ist, wir sind dann da gegangen und musst dir vorstellen und so, ba. Das ist alles Bullshit, Rainer. Aber du bist das Imitat von einem Hochstapler, Rainer. Gerade. Du bist das Imitat eines Hochstaplers. Die teilen wir uns dann, also sind immer zwei so Päckchen drin, ne, das ist jetzt leer, aber da sind jetzt zwei so Päckchen drin mit jeweils 4 Rasierklingen. Und Vater so, ja, nimm noch ein Päckchen mit, ne, das teilen wir uns an, kriegst die Hälfte du, kriegst die Hälfte ich. Ich glaube, dass da 5 Rasierklingen drin sind, warte mal. Und Vater so, ja, nimm noch ein Päckchen mit, ne, das teilen wir uns an, kriegst die Hälfte du, kriegst die Hälfte ich. Und dann krieg ich den silbernen und so, aber da sind jetzt was. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Rasierklingen passen da rein. Ja, Rainer. So Päckchen drin mit jeweils 4 Rasierklingen. Und Vater so, ja, nimm noch ein Päckchen mit, ne, das teilen wir uns an, kriegst die Hälfte du, kriegst die Hälfte ich. Und dann krieg ich den silbernen und du nimmst den roten. Hat mein Vater meinen gebrauchten Rasierer abgenommen? Ja. Das glaube ich auch nicht, oder? Greta, der weiß ja, was du mit dem Ding gemacht hast. Der ist ja auch nicht dumm. Also nicht so dumm. Dass der sich den Rasierapparat. Na. Den silbernen? Den habe ich leider nicht mehr. Den hatte ich, aber den habe ich leider nicht mehr. Ich hätte gedacht, den hat dann dein Vater gekriegt. Hast du doch gerade erzählt. Natürlich hast du ihn dann nimmer. Und genau, dann habe ich den roten gekriegt, den habe ich auch noch. Den kann ich gleich mal holen. Und dann, ich weiß nicht, so 6. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, als mein Vater gestorben ist, ich habe den Rasierapparat auch nicht als wertvolles Erbe aufgehoben. Ne? Dem seine Rasiergeräte habe ich halt weggeschmissen. Ne? 4 Jahre später, irgendwas in der Richtung, habe ich dann den grünen gefunden. Und der grüne ist was Besonderes. Und zwar sieht der grüne genauso aus. Ach so, das war der. Oh, das war der.
Das war der, wo sie wirklich die Allerdümmsten damit gefangen haben, der mit der Batterie hinten drin, das angeblich besser rasieren soll, weil das Ding vibriert. Ja, da drückt man hier auf diesen grünen Knopf und im Griff unten, deswegen ist dieser Griff so dick, ist eine AAA-Batterie drin. Und dann hat das Ding in der Hand vibriert. Das hat genau überhaupt gar nichts gebracht. Ja, aber man hat einen Grund gehabt, den Leuten wieder neue Scheiße zu verkaufen. Wie der rote, nur halt in grün-weiß. Das ist in dem Fall so weiß-roter. Also weiß-grüner meine ich. Und das grüne ist besonders, weil, wenn man hier nämlich drauf drückt, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Es ist vibriert. Wahrscheinlich habe ich jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt beim Bearbeiten nachträglich rausgeflogen. Ja, beim Bearbeiten nachträglich, Rainer, weil du deine Videos ja so viel bearbeitest nachträglich. Ist es wahrscheinlich beim Bearbeiten rausgeflogen. Er vibriert. So. Jetzt sollte man sagen, so ein vibrierender Vibrator, genau. So ein vibrierender Rasierer, das kann Herzlichen Gruß an Dr. Freud. schon nichts taugen und so, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich mich mit dem vibrierenden Rasierer von Gillette rasiere ich mich mit nichts anderem mehr. Ich mag den anderen Rasierer noch nicht mal mehr. Rainer, es ist vollkommener Placebo-Effekt. Der rasiert nicht besser oder schlechter als der nicht vibrierende Rasierapparat. Du bist einfach mal wieder ein massives Werbeopfer gewesen. Ja? Die haben im Fernsehen gesagt, das ist ganz toll, wenn der vibriert, dann rasiert er besser. Und das quakst du jetzt nach wie ein übergewichtiger Papagei. Ich habe irgendwie das Gefühl, der andere Rasierer rasiert nicht richtig. Das ist eine ganz komische Aussage, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin froh, dass ich den vibrierenden Rasierer benutze, weil der ist wirklich cool. Und das Schöne an dem Teil ist, wo sind denn da die Batterien? Naja. Man kann es einfach hinten abnehmen, dann hat man den Rasierer. Und ich sage ganz ehrlich, ne? Ich hatte den anderen etwa 7 Jahre lang, also den Originalen, ne, für das hier, den originalen grünen, der komplett grün war, den hatte ich 7 Jahre lang, oder 8 Jahre lang sogar. Den hier habe ich mir erst vor 2 Jahren gekauft, weil mein anderer kaputt war, der ging nicht mehr. Und der ging nicht mehr. Also das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, ist, dass vorne vielleicht der Mechanismus kaputt war, der die Klingen festhält. Aber ansonsten ist das ein mechanisches Gerät, oder der kann ja nicht einen Kabelbruch oder sowas haben, ne? Ja, dann hat er einfach, dann hat Okay, jetzt ist der Prozessor wieder durchgeraucht. Jetzt ist wieder Feierabend. Ah, verdammte Axt. Dann habe ich mir den gekauft und ich habe niemals die Batterie gewechselt. Lustigerweise war es genau andersrum. Und zwar, nachdem der kaputt war, der grüne, habe ich die Batterie ausgetauscht und gedacht, ich muss die Batterie tauschen. Habe ich die Batterie getauscht, hat aber nicht funktioniert. Die Batterie hat genauso den Geist aufgegeben wie der Ach so, der alte, der war auch schon mit Vibrationsfunktion. Okay. Wie der Rasierer selber. Kurz gesagt, der Massagestab. Heute bin ich echt neben der Spur. Ne? Ja, Rainer, dann hör auf mit der Scheiße. Und wenn du es merkst, dass du neben der Spur bist. Bei mir ist jetzt wirklich auch wieder ein bisschen ein Einbruch gewesen, was regelmäßigen Upload von Videos angeht. Aber auch, weil ich häufiger jetzt einfach auch ein bisschen neben der Spur war. Und dann mache ich keine Videos. Wenn ich Videos mache, möchte ich mich darauf konzentrieren können. Und wenn mein Gehirn komplett Matsche ist von egal was, dann mache ich keine Videos. Nur Blödsinn im Kopf. Kurz gesagt, das Vibrierende vom Rasierer, ist für mich viel angenehmer beim Rasieren und macht auch viel mehr, macht auch viel klarer dazu, finde ich. So, jetzt die Frage, jetzt hole ich euch erstmal den grünen Rasierer, Sekunde. Ich glaube, du meintest den roten Rasierer. Du hast vorhin gesagt, du hast noch den roten und du holst den dann. Der grüne, den hast du jetzt. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich. Alter, wie viel Zeit ist jetzt da dazwischen vergangen? Und, aber er hat hier wenigstens kurz auf Pause geklickt, anscheinend. Schau, hier. Jetzt hole ich euch erstmal den grünen. Hier passiert jetzt gleich das, was ich ihm immer sage, was er gerne mal häufiger machen kann. Er drückt bei OBS auf Pause. Sekunde. So, da bin ich. Und da ist er wieder. Aber es ist ganz anderes Licht. Rainer, wie lange hast du gebraucht, um ins Badezimmer zu wongeln und den anderen Rasierer zu holen? Jetzt muss ich euch, bevor ich euch das zeige, sagen. Alter, er schwitzt. Schaut's euch an. Der Mann glänzt. Der Mann glänzt wie eine polierte, verchromte Stoßstange. Der ist gerade ins Nebenzimmer gewongelt und der hat nicht irgendwie so ein
50 Kilo Mehlsack oder sowas hier rüber geschleppt, sondern einen 100 Gramm Nassrasierer. So schaut er aus danach. Dass der ursprünglich auf der Seite hier war der ursprünglich verspiegelt, aber Der ist auch vollkommen aus der Puste. Der hat jetzt hier seinen 230 Kilo Astralkörper aus diesem Stuhl rausgewuchtet, ist darüber gewongelt, hat den Rasierer mitgenommen, ist zurückgewongelt, hat sich in diesen Stuhl reinfallen lassen. Das hat anscheinend wirklich lange gedauert, weil sie die kompletten Lichtverhältnisse verändert haben. Und jetzt sitzt er hier und ihm laufen die Niagara-Fälle über die Fettfresse drüber und schnaufen tut er wie eine alte Dampflok. Wild, Rainer, wild. Spiegelungen löst sich mit der Zeit und deswegen sieht das ganze Teil jetzt so aus. Ah, das ist hier. Von wegen die Verspiegelung löst sich mit der Zeit, du Verlogener. Das Ding hier, seht ihr? Die Qualität ist mal wieder Gülle, weil seine Fresse muss mit rein und deswegen bleibt der Fokus der Kamera aber natürlich auf seiner Fresse hängen. Aber man sieht sehr, sehr deutlich, das Ding hier ist nass. Und ich habe auch hier zwar jetzt nicht den tollen roten Ferrari-roten gemacht, aber ich habe genau diesen Rasierer gehabt damals, aber halt mit dem Standard, in der Standardfarbe. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich war jetzt auch nicht derjenige, der dieses Plastikteil übermäßig geputzt hat. Und das sieht halt mal dann irgendwann aus wie so eine, ja, wie so eine alte Seifenablageschüssel. Und hundertprozentig war das Ding halt, hat halt ausgesehen, als hätte das irgendwie in seinem Arsch über die Grenze geschmuggelt. Und deswegen hat er das jetzt geputzt. Deswegen hat das jetzt auch so lange gedauert und deswegen schwitzt er jetzt auch hier wie ein Marathonläufer. Das ist nicht dreckig, das sieht an. Das ist dreckig. Es ist immer noch dreckig, Rainer. Du hast jetzt aufgearbeitet, das sauber zu machen. Aber natürlich sind hier wahrscheinlich 15 Jahre Grind, haben sich da reingearbeitet. Die kriegst du jetzt natürlich auf die Schnelle nicht so raus. Einfach jetzt mittlerweile so aus, weil man es halt nicht, weil das kriegt man halt jetzt sauber, es sieht halt mit der Zeit einfach dreckig aus. Nee, Rainer, das würde, wenn man es regelmäßig sauber macht, eben nicht dreckig aussehen. So. Und das hier ist der Rasierer dazu, jetzt ohne Klinge in dem Fall. Und wäre auch zu viel verlangt gewesen, da eine Klinge dran zu machen, Rainer. das sieht im Prinzip Weil theoretisch müsstest du ja hunderte Klingen zu Hause haben, weil du ja vorher gesagt hast, dass du jedes Mal, wenn du rasierst, eine neue benutzt. halt fast genauso aus wie der hier. Oder du hättest halt die Klinge von dem auf den anderen drauf machen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, der eine ist rot und der andere ist grün. Toll. Ist auch fast genauso groß. Der hier ist ein bisschen dicker wegen der Batterie, aber ansonsten ist der wirklich genau dieselbe. Er ist ein bisschen kleiner. Ja, die Batterie macht das Ganze ein bisschen länger. Er ist ein bisschen kleiner, da ist auch kein Motor drinnen. Aber ansonsten ist es genau dasselbe Rasierer. Wenn ich jetzt hier die Klinge abmache, ist genau dasselbe Rasierer. Und ich kann die Klinge hier auch auf den hier drauf machen. Wie ich das gerade möchte. So. Das war wichtig, weil Rainer braucht auf jeden Fall 2 Rasierer, mit denen er sich dann mit beiden gleichzeitig rasieren kann, weil muss ja schnell gehen, weil der Mann hat ja keine Zeit. Genau, und das war damals der, den mir mein Vater geschenkt hat, beziehungsweise den mir mein Vater gekauft hat im Austausch zu meinen silbernen, den ich hatte. Der ist im Prinzip genauso, nur dass die Packung außenrum schwarz war und der selber war silber und halt die schwarzen Streifen hat er auch gehabt. Ja, und ich sag's dir ganz ehrlich, mein Vater, wenn ich dem erzählt hätte, boah, ich habe mir vor 3 Wochen einen Rasierer gekauft, ich möchte mir jetzt aber denselben nochmal in einer anderen Farbe kaufen, weil ich die schöner finde, der hätte mir einen Vogel gezeigt. Ja? Der hätte mir einen Vogel gezeigt. Ja? Und vollkommen zurecht. So, und das ist bezeichnend gerade ein Rasierer. Ja, ist ja was man sich anschafft, wenn man in dem Prozess des Erwachsenwerdens ist. Das hat hier noch eine tiefere Metaebene, die Nummer. Ne? Wo man merkt, okay, irgendwann hat es zwar angefangen, dass ihm Haare aus der Fresse wachsen, aber erwachsen ist er trotzdem nicht geworden. Er hat dann trotzdem immer noch hier dieses kindliche Gequengele gehabt. Ich habe zwar das eigentlich schon, aber ich will das nochmal in einer anderen Farbe haben. Und da ist bei einer ordentlichen Erziehung, ne, wenn du eine ordentliche Erziehung genießt, sagt halt dann der Vater irgendwann, du hast jetzt den einen Rasierer,
du kaufst jetzt nicht noch einen neuen. Fertig. Weil das keinen Sinn ergibt. Ne, weil erwachsene Leute das nicht zu machen. Weil man ein bisschen Impulskontrolle auch braucht. Ich weiß, ich bin selber jemand, der eine sehr geringe Impulskontrolle hat, aber hey, das kann ich auf mein ADHS schieben in der Zwischenzeit. Das aber, aber auch bei mir ist es, auch wenn es mir schwerer fällt, diese Impulskontrolle zu unterdrücken, bekomme ich das in Zwischenzeit besser hin. Man lernt so Mechaniken. Ne? Dass man sagt, nein, ich will das jetzt wirklich nur, weil meine Impulskontrolle gerade kickt. Oder eben nicht kickt. Und das ergibt keinen Sinn. Und dann muss man halt mit Vernunft dagegen arbeiten. Dafür braucht man ein bisschen Prozessorleistung im Ogerstübchen. Und ist halt bei ihm nicht. Außerdem hat er kein ADHS. Der hat HDS. Hagel-Dom-Syndrom hat der. Der war damals nämlich, das war Mach 3 Turbo, hieß der damals. Die kann man jetzt noch lesen. Ich sehe nichts, weil ich meine Hand davor habe. Ja, Rainer, es würde besser funktionieren, wenn du deine hässliche Fresse nicht immer mit in der Kamera haben müsstest. Schau dich das an. Und vergleich das jetzt mal mit einem Video. Warte mal, ich suche was raus. Vergleich das jetzt mal mit einem Video vom Held der Steine. So, ich habe euch jetzt ein x-beliebiges von den letzten. Ich habe das erste Beste, was ich gesehen habe, von den letzten Videos vom Held der Steine genommen. Ich kenne dieses Video noch nicht. Das ist noch relativ neu. Stellt hier keine Ahnung was vor, ne? Was auch immer das da ist. Und hier ist schön, ne, die Figuren. Und dann schauen wir mal, wie man das richtig macht, wenn man irgendwas Kleinteiliges in die Kamera hält, um es sehen zu können. Und dann haben wir Figuren. 7 an der Zahl. Das ist natürlich wirklich nicht viel, ne? Ist klar. Dazu sind es. So. So hält man das in die Kamera. Ne? Er guckt hier drüben auf seinen Bildschirm, um zu sehen, dass die im Fokus sind und dass sie im Frame sind. Ne? Weil es in diesem Moment nämlich nicht um sein Gesicht geht, sondern um diese Figuren, die man genau detailgetreu sehen soll, damit man ja weiß, was man bekommt, wenn man sich dieses Set kauft. Und jetzt vergleichen wir nochmal, wie ein richtiger YouTube-Profi das macht. Hier. Er guckt hier nochmal oben drüber. Es muss seine Fresse mit im Bild sein. Es geht einfach nicht anders. Es muss einfach seine räudige Fresse mit im Bild sein, weil ist ja Drachenlord. Ja, da. Und das hier er guckt drüber wie so eine 80-Jährige übers Lenkrad. Schiller Mach 3 Power, das habe ich vorhin fast gesagt. Und ich glaube, ich habe auch vorhin gesagt, ich hole den grünen, ne? Dabei wollte ich den roten holen, egal. Ja, wir sind da schon lange drauf gekommen, Rainer. Du bist mal wieder ein bisschen hinten dran. Ne? So, was ich jetzt noch zeigen kann, das hier unten ist ziemlich praktisch, denn alles klar. Rainer, wo ist die Banane? Ja, such sie doch, die Banane. Das Schöne ist, jetzt ist da drinnen die Klinge, Rainer. Die Rasierklinge. Und wenn ich jetzt hergehe und das einfach reinstecken, ja, rausziehen und ich habe die Rasierklinge an meinem Rasierer. Das Praktische ist, dass man das ganze Teil hier hinten rausnehmen kann, dann kann man ein neues einsetzen, weil wenn man die kauft, sind dann nicht alle die Rasierklingen drin. Dann hat man hinten die Rasierklingen, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, wenn man unterwegs ist. Atemberaubend, Rainer. Ist absolut neues Patent, super krasses System, das musst du uns auf jeden Fall erklären. Dann hat man die immer schön verstaut, hat immer die Klingen dabei, vorausgesetzt man hat neue eingesetzt, wenn die leer waren. Und das ist richtig geil. Und ich muss ganz ehrlich Richtig geil, schmeckt aber nicht nach Red Bull. sagen, ich bin bis heute begeistert von dem Rasierer, habe auch nie einen anderen benutzt. Genau, so, zuerst mal meine Meinung zu Rasierer allgemein, weil wir wollen ja jetzt hier nicht über einzelne Rasierer sprechen, sondern allgemein über Rasierer. Rasierer sind natürlich eine ziemlich geile Erfindung für Menschen, die starken Haarwuchs haben. Dazu gibt ja, Rainer ist auch für Menschen, die weniger starken Haarwuchs haben, sondern für alle Leute, die Haarwuchs haben und an manchen Körperstellen vielleicht sich denken, da hätte ich lieber keine Haare, ist eine Rasierer eine praktische Erfindung. ich übrigens nicht, auch wenn es vielleicht anders aussieht. Weil, wie gesagt, ich rasiere mich einmal 1,5 Monate. Das hier ist jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen her. Heftig. Ja, Rainer, wie gesagt, ich sehe es auch an deinem Kinn, dass auch das darf man auch nicht als Bart bezeichnen, was du da hast. Ne? Trotzdem würde ich dir empfehlen, rasier dich so wenig wie möglich. Jeder Quadratzentimeter davon, der verdeckt ist von irgendeiner Art Gesichtsbehaarung, ist positiv für die Zuschauer. Wobei jetzt mittlerweile wächst er wieder schneller. Ich weiß gar nicht warum. Woran das liegt. In letzter Zeit ist er zu schnell gewachsen. Normalerweise sieht er so erst nach 3 Wochen aus. Ja, der Rainer, wisst ihr, ist ein ganz besonderer Mensch. Der Rainer ist ein ganz besonderes, nicht nur, dass seine Augenfarbe sich immer ändert, je nachdem, wie er drauf ist,
Ne? Manchmal ist sie blau, manchmal ist sie grün, manchmal ist sie schwarz. Bullshit. Ähm, Nicht nur das, sondern sein Bart wächst auch dann mal schneller, mal weniger schnell und so weiter und so fort. Rainer ist halt einfach ein ganz besonderer Mensch. Wenn er mir jetzt noch erzählt, dass er kontrollieren kann, von innen heraus, wie schnell sein Bart wächst, dann habt ihr mich hier liegen. Aber ich bin ein wenig Schweinehund, ich bin ein wenig Saubär, sagt man bei uns. Nee, Drecksau. Und ich sollte mich auch öfter rasieren, aber ich bin irgendwie ein bisschen faul. Rainer, es hat nichts mit Saubär zu tun, ob man rasiert ist oder nicht. Ich bin sogar im Gegenteil, wenn jemand einen stattlichen Bart hat, ich habe ja, jetzt in Zwischenzeit habe ich so einen 2 Wochen Bart, ne? Aber ich habe schon mal einen sehr langen, dichten Bart gehabt und das ist mehr Pflegeaufwand, als sich einmal alle 2 Tage zu rasieren. Definitiv. Ne, wenn man geübt ist mit dem Rasierer, ist das Rasieren eine Sache von 2 Minuten. Bei so einem langen Bart, da musst du dann, musst Shampoo reintun, Spülung reintun, dann musst du ihn bürsten und föhnen und dann kommt Bartöl rein. Und bis das alles dann so sitzt und so passt, geht easy mindestens irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde ins Land. Du mehr einplanen musst, wenn du einen wirklich wirklich langen Bart hast, einfach nur für die Pflege. Übrigens, da folgt noch mal im Schnauzer, der wird demnächst auch abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob schon bis zum nächsten Video, vermutlich nicht. Aber irgendwann im Laufe dieser Woche schneide ich den noch ab, weil ich habe mich hier nämlich beim Rasieren verschnitten. Ja, Rainer, das stört dich ja sonst auch nicht. Rainer, das stört dich auch sonst auch nicht. Das hier, diese, Wort darf ich jetzt wieder nicht sagen, ne? Gesichtsmischi, die du da stehen hast lassen, die hast du noch nie gerade geschnitten. Es hat immer ausgesehen wie Arsch und Friedrich. Und bei dem Vogelnest, das du Frisur schimpfst, ist es nichts anderes. Das hat dich noch nie gestört. Du hast noch nie irgendwas gerade rasiert, gerade geschnitten. Ist immer Push gewesen, Rainer. Immer Push. Da habe ich mir den Schnauzer gestutzt und habe mich hier verschnitten und jetzt habe ich hier einen Fleck drin. Weniger Haare als hier üben und deswegen, da muss ich den Pornobalken wohl mal abrasieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darauf, den mal wieder abzurasieren. Den Kinnbart würde ich eigentlich. Rainer, was hält dich denn auf? Rainer, was bringt dich zu der wirren Annahme, dass es dann schlau ist? Du sitzt hier und erzählst mir, du hast dich beim Rasieren verschnitten und das sieht scheiße aus. Und anstatt dann zu sagen, okay, dann schneide ich mir jetzt hier den Schnörres gleich direkt ab und mach dann mein Video, setzt du dich jetzt hier hin und machst das Video wissend, dass du scheiße aussiehst und sagst, ja, Leute, im Übrigen, ich sehe scheiße aus. Vielleicht muss ich mal schauen, wie wir das machen, wie wir es am besten umsetzen und hier doch mal den Schnörres wegrasieren. Jeder andere Content Creator, der was aus sich hält und dein Gesicht in der Kamera zeigt, überlegt sich vorher, wie er aussieht. Und wenn es scheiße aussieht und dann das selber schon merkt, dann ändert man da noch was dafür. Ja? Gerne stehen lassen. Auf der Amazon-Wunschliste hatte ich jetzt ja, warte mal, wo ist es? Auf der Amazon-Wunschliste hatte ich jetzt ja Bartperlen, ja, weil ich. Rainer, da kriegst du keine Bartperlen rein. Ich habe auch Bartperlen hier, noch aus der Zeit, wo mein Bart noch dementsprechend lang war. Eine Handbreitlänge muss mindestens sein, hätte ich gesagt gehabt. Dass sich's irgendwie halbwegs rentiert, Bartperlen reinzumachen. Und die 3 Fussel, die dir da unten aus einem deiner multiplen Kinns hier rauswachsen, nein, Rainer. Da rentieren sich Bartperlen so gar nicht. Mit dem Bart hier, weil ich mir die Perlen im Bart machen wollte, die sind mittlerweile nicht mehr auf der Liste, aber die sind auch nie gekommen. Ich glaube, ich habe die dann irgendwann gelöscht, weil die eben nicht gekommen sind. Das sind so Sachen, die ich manchmal ab und zu aus Gaudia drauf tue. Im Übrigen aus Gaudi, ne? Damit unterstützt man ihn, hat er gesagt. Ihn und den Kampf gegen Mobbing kann man unterstützen, wenn man ihm die Scheiße von seiner scheiß Battle-Liste bestellt. Und er sitzt dann da, ja, Bartperlen wäre schon eine coole Sache. Und der stellt sich vor, er sieht aus wie irgendeiner aus einer krassen Viking Death Metal Band, ja, der so einen Bart bis zu den Eiern runter hat und da Bartperlen drin. So stellt er sich das vor und dann haut er das drauf, weil ist ja vollkommen egal. Bezahlen tun es ja dann im Notfall andere für ihn. Und dann kommen die anderen und stellt er fest, dass er in diese 3 Puzzle, die ihm da aus dem Gesichtsding wachsen, dass er da überhaupt gar keine Bartperlen reinkriegt.
die darauf verwenden möchte. Aber wenn die halt nie kommen, ich glaube, ich habe es in meiner Privatliste. Nee, habe ich auch nicht. Egal. Ja, also werde ich wahrscheinlich auch den Kinnbart erstmal wieder abrasieren, dass ich mal wieder ein bisschen jünger aussehe. Abgesehen davon, mal gucken, wie es weitergeht. Also Kinnbart werde ich mir wieder stehen lassen, denke ich, auf den Schnauzer wieder, aber ich werde jetzt vorerst mal komplett abrasieren. Wahrscheinlich an den gleichen Tag, wenn ich mir noch die Haare wieder nachschneide. Oh ja, die Haare nachschneiden, das ist eine ganz wilde Nummer auch immer. Genau, Rasierer für die Haare habe ich auch bekommen. Nicht den ich auf der Liste hatte, aber von einem Kumpel, der hatte einen übrig, den hat er mir geschenkt. Das mit dieser Liste, ich erinnere mich auch noch, wo er die Scheiße ausgepackt hat. Ja, packt er den ganzen Mist aus und dann hat er sich doch dann damals beschwert, dass er die falschen Kopfhörer geschenkt bekommen hat. Das ist auch so ein undankbares Stück Scheiße, wie man das. Deswegen danke an dieser Stelle an meinen Kumpel. Und genau, dann ist es erstmal soweit geklärt. Ansonsten, mal überlegen, was gab es noch so? Ja, ansonsten Rasierer ist natürlich praktisch für Männlein und für Weiblein. Natürlich muss jeder selbst entscheiden, will er sich einen Bart wachsen lassen oder nicht, will er sich die Beine rasieren oder nicht, oder will er sich im Team rasieren oder nicht, muss man ja auch ansprechen, gehört ja auch dazu. Man muss das jetzt nicht ansprechen. Man kann auch sagen, es ist jedem seine Sache, an wie sehr und an welchen Körperstellen er sich rasiert. Das muss es jeder selbst wissen. Ja? Bei Frauen muss man natürlich immer ein bisschen bedenken, im Normalfall, dass sie ein bisschen andere Haut haben, beziehungsweise nicht unbedingt andere Haut, sondern jetzt kommt die Polizei. Klasse, danke fürs Gespräch. Jetzt. Hey, die Polizei kann sie mal auch nicht recht machen. Ne? Kommen sie nicht, dann heißt sie macht ihren Job nicht. Ja? Hier kommen sie wieder zur falschen Zeitpunkt. Das macht auch gerade die Aufnahme. Das ist ein Hater von der Polizei einfach. Die tun einfach nicht, was er sagt. Er checkt nicht, warum. Wollen die auch noch mit mir reden, mitten in der Aufnahme. Na gut. Ja, kannst ja, du hast ja das hier, warte mal da. Wo war's? Da. Kannst die Aufnahme kurz pausieren. Ja? Das kriegst du hin, wenn du deinen roten Rasierer aus dem Badezimmer holen willst. Dann geht das, die Aufnahme zu pausieren. Wenn die Bullen vor der Tür stehen, dann ist es eine Zumutung. Ich bin gleich wieder da. Ja. So, hoffentlich können wir jetzt die Aufnahme ohne Unterbrechungen fertig machen und beenden. Ganz ehrlich, wie gesagt, den ganzen Tag beschwerst du dich, dass die nicht kommen, denn die machen ihren Job nicht, man kann die Anzeigen nicht machen, dies, das, Ananas. Dann kommen die, ist ihm auch wieder nicht recht. Ja, ich störe mich in der Aufnahme. Ja, die sollen hier am Ortseingang und am Ortsausgang sollen die einfach so einen Grenzposten einrichten mit einer Schranke und jeder, der hier vorbeikommt, der wird durchsucht und wenn irgendwie Hater verdächtige Dinge auf seinem Handy gefunden werden oder keine Ahnung im Auto der Lügenlord-Song gespielt wird, dann werden die unten irgendwie an der Feuerwehr an die Wand gestellt und ach nee, das ist dann auch wieder zu laut, dann kann er auch wieder nicht streamen, ne? Ja, dann werden die, keine Ahnung, ja, vielleicht, wo ist das nächste Lager gewesen aus den 40er Jahre bei ihm, Nürnberg um die Ecke, muss er nach Dachau fahren? Irgend sowas, ist ihm egal. Hauptsache seine Lordschaft wird nicht beim Barnebetteln gestört. Also. Und Rainer, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendeiner von der Pinea das hier mitgekriegt hat. Ja? Dass irgendeiner das mitkriegt. Entweder weil sie selber gucken, was du immer über sie verzapfst, oder weil es ihnen jemand aus der Haterschaft zugesteckt hat. Ne? Im Übrigen, ihr kommt dann und da beschwert er sich auch. Dass das die Motivation bei dir aufzuschlagen, wenn du zum 500. Mal am Tag angerufen hast, vielleicht nicht unbedingt steigert, könnte einem Kinde klar sein. Rasierer im Allgemeinen sind natürlich praktisch. Ob man sich jetzt das Gesicht rasieren will, den Kopf, die Beine, den Rücken, die Brust oder natürlich intim. Und Rainer, ich habe deinen Rücken gesehen, den hast du nie rasiert, aber wie auch, ne? Sind Rasierer natürlich praktisch. Allerdings sollte man für alles das nehmen, was auch dafür geeignet ist. Diese Rasierer sind beispielsweise für die, ich mache es absichtlich andersrum, ich bin jetzt nicht nass. Das hier ist ein Nassrasierer. Macht man für die Nässe. Muss man sich vorher mit Schaum einrühren und alles. Einrühren. Ich rühre mich in Schaum ein. Genau, und dann muss man sich erstmal rasieren. Er hält das für lustig, was er da tut. Ne? Er ist der große Comedian, er ist der große Alleinunterhalter. Erstmal Rasierschaum drauf machen und noch dazu, du schwitzt gerade vom
Ich bin kurz rausgegangen und habe hier mit den Jungs von der Pinea geschwallt und wieder reingewongelt. Du schwitzt gerade schon so viel, dass du das Wasser schon sparen kannst. Du könntest dir den Schaum so wie es ist in die Fresse schmieren und dich da jetzt vor Ort rasieren, Rainer. Noch nass machen, Rasierschaum drauf, dann rasieren, passt. Für die Beine ist es ähnlich, da gibt es auch so einen speziellen Rasierschaum, aber da nimmt man normalerweise einen speziellen Rasierer für die Beine. Für den Muss man nicht. Rücken und für den Bauch weiß ich es nicht. Dafür benutze ich normalerweise das Enthaarungscremes-Zeug, wobei ich Brust und Rücken nie rasiere. Ja. Liebe die Schmusemaus. Also das ist ja mit Cringe nicht mehr adäquat beschrieben. Da brauchst du ja wirklich ein neues Wort dafür. Er sitzt da, schaut ihn euch an. Er weiß ganz genau, dass die Freundin, von der er da schwallt, erfunden ist. Er weiß das ganz genau. Er sitzt da und erzählt von seiner Schmusemaus und grinst in die Kamera. Für Rücken und so weiter und für die Brust und alles. Genau. Und deswegen sage ich. Und nach der Aufnahme denkt er sich, haha, die Hater, die sind so dumm, die glauben jetzt tatsächlich, dass ich eine Freundin habe. Und alle die Hater, die keine haben, die sind dann eifersüchtig und denken sich, boah, wie kann das sein, der Rainer hat eine Freundin und ich nicht. Das denkt er sich. Dass jeder von uns, auch der Dümmste in der Haterschaft, das durchblickt, dass er eben hier Bullshit erzählt und sich den Arsch drüber ablacht, dass er sich dermaßen zum Obst macht mit einer erfundenen Freundin. Das ist wieder jenseits seiner Vorstellungskraft. Ganz deutlich, Rasierer sind definitiv praktisch, vor allem für den Mann mit dem Bart im Gesicht. Es ist sehr praktisch, weil ich habe. Ja, ein Rasierer ist praktisch für den Mann mit dem Bart im Gesicht. Rainer, vielleicht solltest du Werbeslogans für Gillette schreiben, ne? Das wäre doch was. Ne? Nicht the best a man can be oder sowas, sondern es ist praktisch für den Mann mit dem Bart im Gesicht. Ich glaube nicht, dass es eine Methode gibt, sich besser zu rasieren im Gesicht als mit einem vernünftigen Rasierer. Doch, Rainer, ein Rasiermesser. Ich habe so ein Ding dabei, das ist nicht, also das hat diese Form von so einem klassischen Rasiermesser, wie ihr es aus dem Western kennt, aber halt mit so Klingen zum Reinklemmen. Ja? Weil da habe ich nicht die Zeit und Muße dafür, dass ich das richtiges Rasiermesser kaufe, was man dann auch dauernd schärfen muss und abziehen etc. Bla bla. Ist nach einmal rasieren, ist es stumpf, beim nächsten Mal ist es neu schärfen. Dafür habe ich nicht die Muße, aber ich habe, wenn ich mir, keine Ahnung, an der Seite, an den Koteletten das ausrasiere oder wenn ich mir irgendwas stehen lassen will in der Fresse, um die Konturen davon ordentlich nachzuziehen, nehme ich das Rasiermesser mit den Einklemmklingen. Das funktioniert ganz gut. Und für den Rest habe ich hier so ein Wilkinson-Ding und gehe da einmal über den Rest der Fresse drüber. Fertig. Sache von 3 Minuten, Rainer. Obwohl den Haarungscreme vielleicht auch nicht. Da hat man ja nie wieder was. So. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Unfortunately. Ja, Rainer. Bla bla bla. Worum es beim nächsten Mal geht, weiß er wahrscheinlich auch wieder noch nicht. Bis dahin, euer Drache. Ja, tschüss. Boah, wir sind schon bei 1,5 Stunden, aber ich glaube, wir haben nur noch ein Meinungsvideo über. Ich habe leider jetzt heute die Zeit nicht mehr. Ich habe jetzt leider heute die Zeit. Ich würde euch jetzt hier noch ich schaue kurz nach. Okay, Leute, die Nummer dauert jetzt 8 Minuten und das ist das letzte von den Meinungsvideos. Und in 8 Minuten, da wäre dann die nächste Folge nur noch eine halbe Stunde lang. Ich hänge das jetzt dran, aber ich versuche hier ein bisschen den Turbo reinzumachen. Wir sind schon bei 1,25. Okay, gut, let's go. Es soll um Enthaarungscreme jetzt gehen. Metal Leute, Servus und dafür, dass er so viele Enthaarungsprodukte hat, sieht er trotzdem ein bisschen wie ein Waldschrat aus. ein Ne? herzliches Willkommen beim Drachen. Beim letzten Mal ging es um Rasierer. Heute geht es dafür um Enthaarungscreme. So, und zwar ist die Sache die, dass Die Sache ist die, letzten Endes, Fakt ist, ich ja auf meiner Wunschliste Enthaarungscreme hatte. Und irgendein schwindsüchtiger Dulli hat dir die tatsächlich gekauft. diese Enthaarungscreme, die ich habe, die ist speziell für, naja, eigentlich für die Frau, für die Beine. Das Zeug müffelt. Unfassbar. Es stinkt wie die Hölle. Ja, Rainer, das macht bei dir, glaube ich, Scout immer fett.
Rainer, ich will nicht wissen, du bist in dem. Du nimmst das jetzt offensichtlich direkt nach dem letzten Video auf mit dem Rasierer. Du bist in dem Rasierer-Video einmal kurz ins Badezimmer rüber gewongelt und zurückgekommen und warst danach schweißgetränkt. Und dann bist du nochmal einmal kurz vor die Tür gewongelt und hast mit der Pinea geredet und warst danach schweißgetränkt. Man sieht es immer noch, Rainer, du bist klitsche nass von oben bis unten. Ich bezweifle, dass die Enthaarungscreme potenziell den schlimmsten Geruch hat von allen Dingen oder Personen, die sich in der Schanze befunden haben an diesem Tag. Aber ich persönlich mag das trotzdem ganz gerne. An bestimmten Körperstellen, wobei man da sehr vorsichtig sein muss, steht normalerweise auch drauf. Das ist nichts für jedermann. Man muss wirklich vorsichtig sein und aufpassen, weil eigentlich ist es nicht dafür gedacht. Bei einem Mann, sage ich mal, und ich will nicht sexistisch sein, aber es ist einfach anatomisch anders. Bei einem Mann ist es einfach anatomisch einfacher, auf die Art und Weise in diesem Bereich sich zu enthaaren. Warum, Rainer? Ich sehe jetzt irgendwie nicht. der Creme. Aber auch da gibt es Männer, die Weil ich meine, du musst ja, keine Ahnung, du musst ja dann, wenn du unter den Beitel willst, du musst den Beitel hochheben, ne? Du musst also man muss ja viel mehr. Ne? Check ihn nicht. Aber das, für ihn ist eh schon wurscht, ne? Der schmiert sich das einfach, der drückt die Fettspalten auseinander, schmiert sich das da in den Schritt und danach hüpft er ein bisschen auf und ab und die aneinanderreibenden Schwarten, die reiben ihm dann die geschwächten Haare einfach so aus dem Maulwurfnest raus. Easy. haben Probleme zum Beispiel beim Unterbauch, also zwischen Bauch und aus Mangel, dass ich nicht ab 18 machen möchte, zwischen dem Pipan und dem Bauch gibt es diesen Bereich, der Bauchansatz, Unterbauch, wie auch immer. Und in diesem Bereich ist die Wehsalbe am besten geeignet. Und genau, dafür ist es besonders gut. Dafür Keine Ahnung, gerade der Bereich ist ja eigentlich mit einem Rasierer noch ganz gut zu machen. Ne? Am Beitel ist halt scheiße, weil der halt so faltig ist, dass wir da aufpassen müssen, sich nicht reinzuschneiden, wo vielleicht eine Variante ohne Klinge wie diese Enthaarungscreme eine sinnvolle Alternative wäre. Das ist nicht gut. Stopp. Aber scheiße. Genau dafür ist es bei der Wehsalbe anscheinend bei manchen Männern ein Problem. Da scheint es dann ziemlich zu brennen. Bei der Frau ist es ja genauso. Hä? Aber das ist doch die weniger empfindlichere Haut. Da weiß ich aber auch nicht, wie das ist, weil ich bin keine Frau und ich habe keine Frauen, die ich jetzt sowas fragen kann, ob die sowas. Nicht? Ja, ich mag mich zu erinnern, dass du in den letzten Videos permanent erzählt hast, dass du eine Freundin hast für diese Schmusemaus und diesen ganzen Scheiß mit dieser cringigen Kette mit diesen 2 Ringen dran. Das hast du jetzt in den ganzen Ding dauernd erzählt. Meine Freundin hier, meine Freundin da, bla bla bla. Und jetzt sagt er folgendes, wartet's. Da weiß ich aber auch nicht, wie das ist, weil ich bin keine Frau und ich habe keine Frauen, die ich jetzt sowas fragen kann, ob die sowas benutzen. Ja. Hier, dieser hier, oder? Congratulations, you played yourself. Beziehungsweise, wenn sie es benutzen, ob sie es in diesem speziellen Bereich benutzen. Kann ich nicht sagen. Daher, eine Info von mir, seid vorsichtig mit dem Zeug. Es ist teilweise richtig ätzend, weil es ist einfach pure Chemie, der Scheiß. Die Anwendung davon ist relativ easy. Anna, wo ist die Banane? Ich bin gerade verwirrt, weil da irgendwas von 24 Stunden steht. War das denn die richtige Seite? Doch. Ja, Rainer, die musst du 24 Stunden einwirken lassen. So ist es. Da hast du nie wieder Probleme mit Haaren an der Stelle, weil die komplette Haut weggeätzt ist. Okay, doch, das sollte schon hinhauen. Also, im Prinzip ist es jetzt so, dass die Enthaarungscreme aufgetragen wird, aufs Bein, auf den Arm, auf die Brust, wo auch immer hin. Und dann für etwa 5 Minuten oder was, 5 bis 10 Minuten lässt man es einwirken. Und danach muss man es eigentlich nur noch abduschen. Ja? Ich weiß nicht, bei meinem damaligen, den ich hatte, ich schau mal, ob das bei dem hier auch ist. Ja, ist auch bei dem hier der Fall. Bei dem, wo ich damals hatte, ist immer sowas hier dabei. Ein Schaber. Das Teil ist aus Plastik, ist da vorne etwas weicher, so eine Art Gummi. Und dann kann man das einfach abschaben im Normalfall. Theoretisch gesehen, wenn man etwas zupackt mit der Hand, kann man das aber auch ohne Probleme. Alter, was ist das für eine geile Packung? Das ist aber keine. Das ist eine Plastikpackung. Nein, das ist eine Tube.
Nein, es ist eine stinknormale 0815 Tube. Wie man sie findet für Handcremes, für Zahnpasta, für alles Mögliche. Es ist eine stinknormale Tube, Rainer. Lässt sich auf jeden Fall, es ist total wabbelig. Naja, egal. Jetzt kommt die Polizei. Rainer, die war doch vorhin erst da. Wie oft kommt die denn an einem Tag? Die war doch jetzt in dem vorherigen Video, war doch die Polizei da. Da hast du dich doch gerade drüber beschwert. Und dass dieses Konzept Tube dir nicht so geläufig ist, das sehe ich dir im Gesicht an. An der Fresse. Jedes Mal, wenn man deine vergammelten Zähne sieht, sieht man, okay, Tube wahrscheinlich nicht, weil die Zähne geputzt hat der sich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Jedenfalls ist es so, dass man sich damit einfach eincremt, 5 Minuten wartet und dann entweder am Arm oder am Bein kann man es abschaben oder man wäscht es einfach ab. Also einfach sprich die Dusche, ab in die Dusche, Wasser anmachen, laufen lassen und einfach abrubbeln. Das funktioniert hervorragend und man tut sich extrem leicht, das zu rasieren. Das ist für den Mann ganz praktisch, das ist für die Frau ganz praktisch. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder alle, das ist aber was für Frauen, das kannst du als Mann gar nicht machen. Und Du streitest schon wieder mit der Haterstimme in deinem Kopf, Rainer. Niemand sagt diese Scheiße. Weil jeder, der für 5 Cent Hirn im Kopf hat, ne, weiß, dass wohl eine Enthaarungscreme, die bei einer Frau Haare entfernt, bei einem Mann ebenfalls Haare entfernen will. bist du etwa Transgender? Leute, ich weiß nicht, was ihr immer für Probleme mit eurem Geschlecht habt. Rainer, es hat nie irgendjemand gesagt, du kämpfst gerade gegen einen von dir selber aufgebauten Strohmann, Rainer. Du streitest schon wieder mit dir selbst. Keine Ahnung, vielleicht soll da vielleicht bei der Vogel-Doktor drüber schauen, ob vielleicht nicht doch Shit so ist. Das Teil hat kein Geschlecht. Ja, es ist rosa und ist aber auch blau. Und es ist eigentlich für Frauen, weil es ein Frauenbein. Aber es ist scheißegal, weil es benutzt man, um Haare zu entfernen. Rainer, wie gesagt, niemand hat das gesagt. Niemand hat das gesagt. Dass du dieses Streitgespräch mit dir selber jetzt gerade aufmachst, das erzählt mehr darüber, wie es in deinem Ogerstübchen aussieht, wie alles andere. Dem Teil ist egal, ob ihr Männlein oder Weiblein seid. Das Teil ist nur dafür da, die Haare zu entfernen. Alter, ich muss mir echt was hier dann. Waschen hätte vielleicht auch schon mal geholfen, Rainer. Waschen hätte vielleicht auch schon mal geholfen, weil ich sehe immer, wenn du irgendwas frisst, dass die Hälfte davon auch da oben im Schnörres kleben bleibt. Und das ist eben auch so ein Ding, wenn man viel Bart hat und beim Essen kann halt mal was im Bart hängen bleiben, dass man sich danach halt die Fresse wäscht. Sehe ich bei ihm nicht. Ne? Ja, der sitzt dann da, schürt sich die Tiefkühlpizza vom Brotzeit-Bredel direkt runter in die Fresse rein, verklebt sich damit den halben Mund und denkt sich, oh, wasch das jetzt weg? Nee, warte mal lieber, bis ich das nächste Mal kacken gehen muss, weil muss ich eh unter die Dusche. Da braucht man sich dann nicht immer aufregen. Das ist aber so und so. So fürchterlich aggressiv. Die Nummer, wenn er sich so benimmt, es macht mich so fürchterlich aggressiv. Ich kann es euch gar nicht sagen. Dann muss man sich nicht darüber aufregen. Ich verstehe sowieso nicht, warum sich jede Welt auf der ganzen Welt die Leute sich darüber aufregen. Nein, ich verstehe nicht, warum du dich gerade darüber aufregst. Es ist. Ich muss mir echt den Schatz abrasieren gleich. Das juckt mir die Hölle. Und vor allem war es duschen. So. Vorgestern. Wie man vielleicht auch an meinen Haaren sieht. Nein, sieht man an deinen Haaren nicht. Deine Haare sehen so aus, als wärst du gerade irgendwie in so ein Bottich mit flüssigem Schweineschmalz gesprungen. Genau. Wie bin ich das erste Mal auf dieses Zeug gekommen? Naja, Werbung, Rainer, so wie alles bei dir. Weil du siehst irgendeine Werbung und dann musst du das haben. das ist tatsächlich schon ziemlich lange her. Allerdings benutze ich es erst seit einigen Wochen wieder. Aber der wird jetzt erzählen, irgendwie seine Freundin hat ihm das damals empfohlen oder so ein Scheiß. Ja. Und ich Oder vielleicht war er wieder mit dem Rudi beim Einkaufen und der hat gesagt, du Reini, wenn du vielleicht, wenn du einen Beitel rasieren willst, dann musst du aufpassen, weil der macht 3 Rasierer, der ist dafür nicht so gut geeignet. Da schneidet man sie vielleicht aber nein. Nimmst du lieber hier die Wete Enthaarungscreme. Aber aufpassen, die Leute werden dir dann sagen, dass das ja nur für Frauen ist. Und da musst du immer sofort dagegen argumentieren. dann noch eine Dose da oder eine Packung. Und da habe ich es einfach mal ausprobiert, spaßeshalber. Durch den Kumpel, also durch einen Kumpel, nicht durch den Kumpel. Das ist der Kumpel. Jeder eine hat auch diesen. Es ist der Kumpel, Rainer, es ist bei dir immer der. Weil du hast genau den einen Kumpel ausdenken. Das ist der eine Schweizer Taschenkumpel, den du hast, der nicht existiert, den du aber für alles immer aus dem Hut zauberst. Egal um was es geht. Ihr aber Kumpel. Der ist da und hat dies und das. Und der hat gesagt, bla bla bla. Bullshit, Rainer.
einen Kumpel. Nee, es ist einer meiner Kumpels und der hat mir gesagt, ja, forciere ich doch einfach mit dem Zeug. Und ich hatte noch eine Packung übrig und ich glaube, ich hatte das mit 17, 18 schon. Rainer, ich weiß es nicht, wie es jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir war es, ich habe mich noch nie mit meinen Kumpels darüber unterhalten. Hey, wenn ihr euch den Beitel rasiert, wie macht ihr das eigentlich? Und dann kommt einer, ja, du, ich benutze hier diese Ding, man mag meinen, dass die nur für Frauen ist, aber, ne? Probier auch das einmal. Nein, Rainer. Nein, das ist nicht realistisch. Vor allem, wenn man sich denkt, solltest du tatsächlich noch Kumpels haben, obwohl er zu dem Zeitpunkt ja auch schon gesagt hat, er hat eigentlich gar keine Freunde mehr, weil ihm die Hater das alles kaputt gemacht haben. Aber solltest du zu dem Zeitpunkt noch Kumpels gehabt haben, dann sind es irgendwelche Dorfbauern gewesen, die empfehlen dir sicher nicht irgendeine Enthaarungscreme für den Sack. mal gemacht. Und habe das dann letzten Endes cool gefunden und habe es aber dann irgendwie nie wieder gemacht, warum auch immer. Und jetzt inzwischen ist es so, dass ich es wieder Warum auch immer, weil die Geschichte erfunden ist, Rainer. regelmäßig mache. Und ja, ich bin echt zufrieden damit, weil es geht sehr schnell, sich zu rasieren. Schneller als mit allem anderen bisher. Und man hat eigentlich letzten Endes keine Probleme damit. Außer natürlich, man reagiert jetzt gereizt auf diese Sachen. Ne? Also wenn die Haut gereizt reagiert, solltet ihr definitiv einen Arzt aufsuchen. Oder zumindest die Packungsbeilage solltet ihr sowieso im Vorfeld lesen bei solchen Sachen. Ne? Bei so Cremen und so ein Zeug. Das hast du gewiss gemacht, ha? Die ganze Packungsbeilage hast du durchgelesen. Immer erstmal die Packungsbeilage lesen, denn die ist nicht umsonst dabei, meine Lieben. Gut, das sind ja Rainer, wir haben dich heute schon hier das Etikett von einem Joghurt lesen sehen. Just saying. jetzt jeweils 100 Milligramm, Entschuldigung, 100 Milliliter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich weiß nicht, was er mit seinen Milligramm immer hat. Vorher war es ja auch schon, statt Gramm hat er einfach Milligramm gesagt. Sie sagt das statt Milliliter Milligramm. Irgendwas hat er mit Milligramm. das ist natürlich letzten Endes praktisch, Letzten Endes praktisch, schmeckt nicht nach Red Bull. weil die 100 Milliliter, die reichen eigentlich. Ja, also ich benutze es ja nicht für meine Haare, ich benutze, also für die Haare sowieso nicht. Ich benutze es nicht für die Beine, ich benutze es nicht für den Rücken oder für die Brust. Da würde es wahrscheinlich mit einer Packung nicht herankommen. Ich benutze es lediglich für meinen Johannes. Jetzt fühlt sich wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt, der Johannes heißt, beleidigt. Für meinen Frank, für meinen Mark, für meinen Chef. Rainer ist vollkommen wurscht. Das ist nicht lustig, was du hier gerade tust. Ja? Und es will sich, ganz ehrlich, es interessiert sich auch überhaupt gar niemand dafür, wie du diesen kleinen, verkümmerten, stinkenden Maulwurf aus seinem Winterpelz schälst. Das interessiert keinen Menschen. Für meinen bitte hier beliebigen Keinen Frank, keinen Johannes und auch sonst niemanden. Männernamen einfügen. Obwohl wir sind jetzt genderneutral, ne? Also auch jeden beliebigen Frauennamen einfügen. Dann sind wir wieder neutral. So, also. Das habe ich aber die ganze Welt beleidigt. Ja, richtig. Und es macht auch so viel Sinn, dann irgendwie. Nee, komm. Jedenfalls ist es wirklich praktisch. Und ich kann auch echt nur sagen, seid vorsichtig mit dem Zeug. Aber kann man theoretisch immer ausprobieren. Abgesehen davon ist es für Frauen natürlich praktisch für die Beine. Aber ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die sagten, dass sie mit diesem Weh nichts anfangen können, weil ihnen dabei das tut halt ihnen alles weh. So. Und deswegen. Ja, richtig. Das hat er irgendwie bei seinem allwöchentlichen Kaffeeklatsch, haben ihm die anderen Mädchen gesagt, so. Können sie damit nichts anfangen. Und das ist natürlich unpraktisch und deswegen mögen sie das nicht. Es ist eigentlich sanft zur Haut oder soll eigentlich sanft zur Haut sein. Und Beine sind natürlich was anderes als der Intimbereich. Habe ich gehört. Aber trotzdem. Ist richtig, Rainer. Beine ungleich Dödel. Sehr gut. Sollte man da ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Tschüss, wir haben es geschafft, Leute. Das war das grande Finale der Edzardler Meinungsvideos. Und schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ob nochmal eine Podcast-Folge kommt. Ich habe ein paar Themen vorgeschlagen, habe auch schon ein bisschen Feedback gekriegt von den jeweiligen Leuten. Und wie gesagt, an alle Leute, die mir da gerne eine Chance geben wollen, schaut euch die Podcast-Folge da an, die ich mit dem guten Udi aufgenommen habe. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und in diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Metal auf.